Punkt 8. Drückt man mir da auf Streamen, starten, ohne X-Button. Wie immer müssen wir 15 Sekunden abwarten, bis der YouTube-App genehmigt, dass ich mich selber her, weil vorher wird es auch nicht sehen. Das ist klar. Ja, sicher ist das klar. Ja, noch ein bisschen Kabelmanagement betreiben, das hätte man nicht vorher, dass ich mich selber her, weil vorher... her mir schon wieder selber, was es selber ist. So! Jetzt an mich! 1 Bier, gell? 1 Montag, 20 Uhr, los geht's. Grüß Gott beieinander. Der Timmy Boy hat ausnahmsweise mal gemacht. Hat eigentlich irgend schon mal jemand das Pippel da registriert? Ich schon. Grüße zu dir, der Ham. Habe die Ehre an den Stash, an den Sumselglück, an den Phil, an den Vlog, an den Mortal, an den Fox, an den Harry, an den Anonym, an den Forest Squad, an den Chris, an den GSI, an den Hurbesepp, an den Sebastian, an den Lord Sid, an den Firehunter, an den Brucker, an den John, an den Isabella, an den Tobi, an den Schmied, an den Sprengi, an den Flip, an den Forest Squad, an den Dominik, an den Capricorn, an den Safi, an den Razy, an den Rössler, an den Franz, an den Proxy, an den Bornelkram, an den Misa, an den Firehunter, an den Rössler, an den Bösel, an den Nummer, an den Rössler, weil er einfach zweimal geschrieben hat, an den Streifnäder, an den Jetzt kann ich es nicht mehr lesen, sie fix. Warte noch lang, jetzt einmal langsam jetzt da. Fix Letten! An den Geschwitten, an den Meiber, an den Patrick, an den Leitner, an den Tobi, an den Stock, an den Metzelet, an den Mike, an den Uden, an den... Jetzt einmal langsam da. An den Lippi, an den Sadowski, an den Seinhoff, an den Jodl, an den Rainer, an den Weinstein, an den Zmoy nicht mehr. So. Friends of the Sun, wie war das Wochenende? So, oder was ist? Grüße an Mirga selbst. Was? Was schreibt denn der Riesen-Mike wieder für einen Kass? Was ist denn da wieder los? So, jetzt muss ich mit der Obis gehen. Warum sehen ich jetzt wieder keinen Chat nicht? Weiß kein Mensch. Vielleicht hätte ich OBS doch nicht unmittelbar vor dem Stream updaten sollen. Ich weiß es nicht. Hauptman. Mess für den Resub. Kuss auf die Nuss. Auf einen gemütlichen Stream. Das glaube ich wird halt ziemlich gemütlich. Wobei, wir haben ja schon oft gemeint, es wird gemütlich und dann wird es doch nicht gemütlich. Was das eben ist. Sturmler kein Messi hier. Haben wir einen gescheiten Montagsstream. Ich bin gespannt, was es kann. Schauen wir mal. Der Schmidt schreibt nur 500 Leute. Wo? Ja, das ist immer so. Ende März. Mitte, Ende März. Da geht's dann hier, da geht's steil bergab. Ist immer so. Weiß nicht warum. It is what it is. Muss bloß mein Kanal geht den Bach hinunter, Anxiety. Muss ich dieses Jahr vielleicht einmal in den Griff kriegen. Mal gucken, ne. Leute, Dankeschön. Ist ja gut. Timmy Boy, merci für den Resub. Stürmler, kein merci für den Resub. Dragon Cry, merci für den Resub. Servus, ich bin auch wieder da. Dies ist das Wichtigste, der Bobo. Was haben Menschen und Pizza gemeinsam? Sie sind schwarz, können sie keine Familie nähren. Lebensab! Der Rudi! Kuss auf die Nuss! Rudi, welcome to the squad. Merci für den Resub. Nee, überhaupt nicht Resub. Merci für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat, habe ich die Rudi. So, USB ist wieder am Arsch. Ja, weiß ich nicht, ob irgendwas am Arsch ist. Ist das Mikrofon irgendwie komisch? Ist keine Ahnung. Ich habe ein bisschen was umgestellt. So ist es nicht. Dazu habe ich nämlich alles einmal abstecken und wieder anstecken müssen. Weil nämlich ich nicht ins BIOS komme in meinem PC, wenn ich meine Tastatur an einem USB-Hub dran habe, weil die spät aktiv schaltet, dass ich ins BIOS komme. Also, ich muss alles einmal ausstecken, mal wieder anstecken und dann weißt du, was es ist. Leute, Dankeschön, Herr Bruckner, Herr Reimann, Sabrina, seit Wochen endlich wieder live dabei auf einem gemütlichen Abend. Der Zeit ist zum Morgen. Der Heinze! Da kann man nur ein Gatling-Gun einbauen dazwischen, anstatt das Schlagzeugedudel. Heinz! RGB bringt 10 FPS und 10% mehr Schaden. Das wissen wir alle, wenn wir da sind. Habe ich die Ehre an den Heinz. Merci für die Mitgliedschaft. Timmy Boy, Derfi. Nein! Aus! Pfui! So, jetzt muss ich meinen Monitor erstmal wieder hier richten, weil jetzt, wenn ich auf der Tischplatte umeinander drin dann macht der Monitor irgendwas, bloß nicht wieder da hinzeigen, wo ich gesagt hat. Kann ich wieder nichts lesen. I know what you want from me, sweet little Barbara Kurva. Habe dritt Heinz schreibt Leute, so ist recht. Heute wackelt Cam aber, das ist, wenn ich... Ist blöd, wenn man die Monitore am Tisch montieren, anstatt an der Wind. Das werde ich mir jetzt dann einmal für diese scheiß Webcam, das habe ich letztes Mal schon gesagt, okay? Ich brauche einen Webcam-Ständer. Ständer. So, meine Damen und Herren, wir spielen heute Bramble, the Mountain King. Traumtänzerin. War klar, dass ich da noch unterbrochen bin und erst um 10 nach anfangen kann. Ist ja sowieso klar. Aber Drüt, wie geht's, wie steht's? Perfection, eigentlich. Ich habe das ganze Wochenende bereits am neuen Projekt gewerkelt. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Franz! Da war ich gehört! Was ist denn heute schon wieder? Ist heute schon wieder Member Montag oder was ist da los? Franz, merci für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat habe ich die Ehre. Franz!
Das ist zufällig, das F am Schluss, steht das zufällig für Foodlapper oder wie sage ich das? Leck, Miss Vaping, du bist auch schon, deinen Namen weiß ich wirklich schon seit den ersten Streams, das ist auch wieder total narrisch. Auf einen schönen Abend. Hashtag Frauenquote. Wo sind die Damen? Alle Mädels, Herz als Spammen im Chat. Erhöhen Sie die Frauenquote. Jetzt. Was ist denn jetzt denn wieder? Da wenn einer anfängt, Member zu werden, schwarz 20 in neue Gefühl. Herr Doktor! Da war ich gehört! Aber den Chat, aber die an den Dockner, Entschuldigung. So, Glück! Einige Mittel, Grüß an mein Spätel, den Tizi. Haben wir mir nicht noch einen Tizi irgendwo? Weiß ich nicht mehr. Egal. Kuss auf die Nuss, Dankeschön dir. Schluss jetzt mit der Scheiße. Boris Spür, ich hoffe, ich hab da keinen Schmarrn empfohlen. Mir da, ich wollte gerade nämlich da noch fragen, wenn ich vom Späh erzähle. Oh, da schau, so. Hier, Frauenquote. Frauenquote am Arsch. Was ist denn jetzt wieder? YOLO-Sepp! Da war ich gehört, habe die Ehre an den YOLO. Ihr habt seine Aufgabe, Chat. Das ist dasselbe, wie wenn ein Viech im Bildschirm ist. Und was, no, wenn jemand joint, was habe die Ehre. Wenn der Timmy Boy wieder irgendeinen Kass macht, sind alle leise. Finger weg von der Tastatur. Das seid ihr Felix. Was ist mit dir? Hast du Kache boxen lassen? Was ist da los? Glaube ich doch nicht. Da haben vielleicht viel mehr Mädels da, als ich das dachte. Was ist mit euch los? Da, Sabrina. Der Kurbi. Das glaube ich doch nicht, dass du dabei bist. Glaube ich doch nicht. Frau Leitner. Smilekeks. Und Felix glaube ich nicht, dass er ein Mädel ist. Spendenaufruf, 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 Raute Österarm, kleines Geld rumkrett, ermahnendes Gesicht. Was? Ich hab kein Wort verstanden, außer scheiß Hashtag. Alex, merci dir, Schrie, Chris nach Österreich. Blatttiger, merci wieder ein Resub. Bernie, merci wieder ein Resub. Gruß an den Wepping Hobig und der Blättschmerz-Kavallerie. Der Timmy Boy, okay, schade, Timmy Boy musst du mir Ruhe geben. Oh, Steffi, ja, gut, das... Ja, du weißt, was das ist, ne? Was sollst du sagen dazu? Servus Bürger, Steffi, merci kaum dir. Mamol Oana von Eichsogen, wie das mit dem Resub funktioniert. Ich kaum nur kündigen und wieder Anae MOCHN. Down steht OBAA. Das ist eine richtig gute Frage. Jetzt, wenn diese Flut da mehr aufhört, dann Herr Meier, merci dir. Kuss auf die Nuss. Marvel Maniac, merci wieder ein Resub. Ich sag das, wie es ist. Ich habe selber keine Ahnung, wie das funktioniert mit dem Resub. Es ist ja im Prinzip kein Resub. Also du verlängerst dadurch nicht. Verlängern tut sich das bei YouTube. Soweit ich das weiß und soweit ihr mir das einmal gesagt habt, tut sich das von selber. Ihr könnt damit bloß einmal im Monat, soweit ich das weiß, da herin so einen Alert triggern. Und dann steht dort, wie lange du schon dabei bist. Das müsste aber eigentlich ganz normal unterm Chat, ich gehe mal davon aus, unterm Chat funktionieren und dann gehst du auf Mitgliedschaft und wenn du schon Mitglied bist, dann kannst du das Ding wahrscheinlich triggern. Glaube ich. Und dann hat es einen 30-Tage-Cooldown. Oder irgendwie so. Ist das einigermaßen akkurat erklärt? Ansonsten frage ich irgendjemanden, wer resubbt regelmäßig. Ich weiß nicht, das dauert aber 30 Tage, dann habe ich es wieder vergessen. An jeden schwappt es ein. Ich weiß nicht, wie das Ding funktioniert. Ich sag das, was ist. Ich sag es freiwillig, was ist. Sag mir, was ist. Dragon Cry, du bist doch kein Mädel nicht. Die Klassianerin, und Lisa, die Olivia, gut, das konnte das Karöttchen. Wir haben sehr viel mehr Mädels, als wir das denken. Könnte es vielleicht auch möglich sein, dass da viele Mädels mit dem Account von einem Freund oder Mo unterwegs sind? Ist das möglicherweise möglich? Dass dann zum Beispiel der Felix jetzt als Band, obwohl er entweder die Frage nicht verstanden hat, aber vielleicht halt doch, weil er Frau ist. Frauen hören nämlich in der Regel zu und reagieren dann auch richtig drauf. Ja, Männer hören das nicht. Die sagen, ja, und gut ist. So, wir waren jetzt als Trudi News-Sänger. Hermann, merci dir für deine 5,06 €. Mein Rest vom Urlaubsgeld. Merci dir. Alex, also merci wieder ein Resub. Ich sag halt Resub dazu, weil es Umgangssprache ist. Keine Ahnung. Aus Oberösterreich. Was ist in Oberösterreich schon wieder? Dominik, merci dir. Cinnamon, merci für den Resub. Katz liegt auch dabei. Fragezeichen, weiß ich nicht. Mein Katz liegt... Gott sei Dank liegt mein Katz nicht dabei, die ist vorher noch in der Kiste geguckt, ich hab's extra ausgeteifelt. Jetzt kommen sie da mittendrin daher. Herr Benny! Ach, so funktioniert der Schmarrn! Das heißt quasi, du hast gerade das erste Mal eine gepfriemelt. Dominik Gaming, merci. Servus, lieber Chris aus Oberösterreich, auf und gemütlichen, merci für den 10er. Hanuta, danke dir, Timmy Boy. Wann wieder? Ab April. Da mache ich nämlich eine Woche Urlaub. Nein, mache ich nicht. Die Woche Urlaub kommt erst im Juni. Ah, ich kann nicht, das ist die erste really Urlaubswoche, so real. So gar nichts da. Das da nicht. So fucking nothing. Schuko, merci dir. So, jetzt haben wir es wieder. Oh, nur ein Schweizer schon.
Der Schuko aus der Schweiz. Schöne Grüße an unsere zweiten Lieblingsnachbarn. So, habe jetzt irgendjemanden übersehen? Ich weiß es nicht. Pauxi, merci wieder ein Reset Marvel Maniac, merci, schreibt sie, so viel Spenden auf für neue Kicher. Nein, habt's nicht. Von einem neuen Stream, wie heißt Wasser auf Russisch? Wodka Zero. Semignel, merci dir. Penis! Das lese ich schon vor. Das sind schöne Wörter zum Vorlesen. So, jetzt haltet die Klappe, der Heinz ist jetzt der Letzte. Der Druck kommt, dann machen wir die Donation Sounds aus und dann fahren wir mit zum Späner. Haben wir nicht zum anderen Pümmeln daherkommen. Kriminalfeier. So, start schon mal das Spiel. Ich habe festgestellt, der verdammte Soundtrack von dem Spiel ist schon wieder überragend. Überfucking ragend. Schneid, mir ist wieder ein Reset. Der zurück. Wir spielen heute Bramble. Jetzt kommt der Manu ist der Letzte, der Fight oder den blinkt sowieso wieder aus. War im Guinness-Buch der Rekorde, bis meine Frau sagte, ich soll ihn aus dem Buch nehmen. Schena OMND beinannt und Fui Spaß. Was denn da damit? Das ist ein guter. Musst du mir schauen. Ja, irgendwie, wie es taugt. Der Feier oder Merci dir. Manu, Merci dir, das ist zu viel. Grüße Wumir und meiner Sabi. Sagst du, gibst du mir der Sabi einen sauberen. An Kane und Ja. Ja, du warst Nimm's und Kauf und kann in den Flug gerne, das soll sie sich völlig selber mitnehmen, die zwei fetten Huren. Ja, Dambeck, merci dir. Heinz, merci dir. Habe die Birge, du bist einfach Bussi aufs Bauch. Also du bist das einfach. Ja, das macht Sinn. So, Schluss jetzt. Pizzini, merci dir. Sponsoring für einen Nasehaarschneider. Wann? Das sind meine Bordtouren. Lass mich in Ruhe jetzt. Lass mich in Ruhe jetzt! Sagst du, geht's jetzt bitte schon aufhören? Kann man mit zum Spielen anfangen? Das war voll super. Mr. Mehrbeck, du bist da schon seit keine Ahnung wann dabei. Das ist wirklich utopisch. So, Wölfchen, Cocktail Trivia. Bramby heißt auf Deutsch Brombeere. Der Bramble ist aber auch ein Cocktail aus Gin, Zitronensaft, Zuckersirup und dem namensgebenden Brombeerlikör. Kann ich sehr empfehlen. Das klingt schon wieder so pappert, dass man am nächsten Tag das Arschloch zupickt. Das ist alles, was ich weiß. So, Donation Sounds jetzt aus, wir spielen wir jetzt. Freunde der Sonne, so sieht's aus. Leute, Dankeschön. Wenn einer von die YGS-People einen Euro einwirft, weiß ich, es ist Trivia-Zeit, das muss ich vorlesen. So! Was ist das da oben wieder? Das Klappball da. Oh, tatsächlich. Was ist das da wieder? Was ist denn da wieder? Frau, ohne Scheiß, ich muss die scheiß Webcam festmachen. Was ist. Oh, das ist Kabel, keine Ahnung. Ist ja wurscht. So, gehen wir ins Spiel rein. Sehr schön. Meine Damen und Herren, spielen wir heute Bramble. The Mountain King. Ich habe mir nicht viel angeschaut. Kurzes Gameplay. Schaut sehr nach Little Nightmares aus. Da haben wir beide Teile im Stream gespielt. Ich weiß es nicht mehr. Wenn, dann ist Teil 1 ewig her. Teil 2 war so vor 2 oder 3 Jahren. Und da kommt demnächst auch Teil 3. Natürlich werden wir den auch spielen. Und auf Empfehlung, jetzt habe ich schon wieder seinen Namen vergessen. Cefix. Boris Blöd, glaube ich, was. Habe ich mir das mal angeschaut und habe mir gedacht, hey, das schaut ganz gut aus. Ist auch nicht so unendlich lang. Und weil wir gerade bei so Sachen dabei waren wie mit Creepy Tale, was super gut war und so weiter, werden wir uns dieses Spiel hier auch ansehen. Die große Frage ist nur, wann um Gottes Willen das KB da endlich seinen Geist aufgibt, dann wenn man mit der Tastatur weiterspielen. Was passiert denn eigentlich, wenn ich da... Nein, lieber nicht. Okay. So. Das Audio habe ich schon ein bisschen runtergedreht, damit es uns nicht wieder den Schädel zerreißt. Jetzt muss ich den Monitor bloß noch ein bisschen hier richten, damit ich aussehe. Und dann würde ich sagen, es geht darum, dass wir unsere Schwester retten. Wir haben 2 kleine Kinder und rennen wir da in so einer nordischen Welt umeinander mit so Waldgeister und so. Mehr weiß ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Neues Spiel, los geht's. Wo ist Mauszeiger? Was tut der Mauszeiger? Tu den weg. Los geht's! Schauen wir, was kann. Vielleicht sind wir wieder massiv überrascht. Hey, schau hier, PlayStation Controller. Fail, Springi, fail. So gut über die Xbox jetzt auch. Birger halt dein Maul jetzt und schaut zu, was los ist. Creepy Tale 3 spielen wir natürlich auch, Herr Waldherr. Natürlich. Aber nicht gleich direkt danach. Ein bisschen abwechseln. A nightmare woke him up. Frightened by his mother's bedtime story, he searched for his sister's comfort. Aha, zum Bett zur Schwester umgegraben She oder was? was nowhere to be found. Abgehauen, erstmal Leder ziehen. Es ist auch ein bisschen gruselig so. Also es hat schon auch so ein bisschen so einen Horror-Grusel-Faktor, glaube ich, soweit ich das beurteilen kann. Ah, da ist es schön finster und... Grafik ist schon mal on point. Auf alle Fälle, gelangt überall hier für sowas. Mr. Gartzenhubs, moin Meister zurück, Kuss auf die Nuss. So, dann haben wir straight in-game, okay? Erst einmal, bis wir in die Schuhe speien. So, diese goldenen Dinger sagen mir, da kann ich wahrscheinlich was tun, oder? X. Was ist das?
Ach, mit dem rechten Stick kann ich dann... Oh, okay. Haben wir mir ein Bub oder ein Mädel? Kann man nicht so genau sagen. Da werden uns erstmal die Gameplay-Mechaniken anscheinend gezeigt. Okay, man kann da mit Objekten interagieren und mit dem linken Stick... Wer hat das auch gehabt früher? Mein Papa hat das da, weiß ich noch. You spin my hand. Ich weiß nicht, du, deine Schwester ist fort, vielleicht so jetzt. Was das eh? Was? Wie heißt Schwester Lillimann? Hashtag Lillimann! Was haben wir da? Eine Tür. Oh, das ist schon gescheit, findest du? Bitte nicht erschrecken, das ist nix. Wir sind übrigens ein Bauer, ich weiß, dass wir ein Bauer sind. Über dieses Thema schmerzt mir There übrigens nicht. once was a girl who snuck out of her bedroom window at night, even though her mother had told her not to. Achso, ich muss da was tun, okay. Hier. Achso, nach links. She went into the forest, and at first it welcomed her with warmth and a promise of adventures. Wenn ich da schon wieder, das sind zwei Elfen, aber die leichten schon wieder komisch und haben Schmetterling-mäßig und dann gelangen sie mir eigentlich eh schon wieder. Lillimur! But Uh-oh. soon, the forest seemed to grow colder and darker. Ja, aber warum geht's denn dann weiter? Warum springe ich mit dem Nachtthema da aus dem Fenster und zieh mir vorher nicht wenigstens irgendwas an? Und zweitens, warum drehe ich da nicht um, wenn ich merke so, oh Scheiße, da vorne wird der Wald ein wenig seltsam, go away. Oh nein. Ja, The girl genau. was afraid, and she wanted to go home. But bramble crawled around her arms and legs, and she could not get away. And the girl was never seen again. Artworks sind cool. Tja, also im Prinzip hat der Wald-Tentakelmann mich festgehalten und jetzt sind wir im Arsch. That is what happens when you do not listen to your mother. Especially you, Lillimur. Your Lillimur? mother had said before kissing them goodnight. Lillimur? Hashtag Lillimur. Ab dafür. Natural Warrior. Habe die Ehre, schaff's nach 3 Wochen auch wieder zum Reinschauen. Viel Spaß dir heute. Ja, neben mir viel Spaß. Euch viel Spaß. Kinder, merci dir. So, schauen wir mal nach. Was kann man da so treiben? Okay. Oh, schau hier sogar. Die Zündheitslein sogar. Physics, Alter. Kann ich das mitnehmen, das Ding, oder? Nein, wir müssen wieder Healing. Ich bin es nicht gewohnt, dass ich mit dem rechten Stick da so umeinander schaue. Kann ich da sonst noch was tun? Schubladen aufmachen oder irgend sowas? Nein. Nimm mir jetzt mal... Oh Gott. Kann man das nicht mit dem Mauszeiger vielleicht schöner drehen? Weil mit dem Stick bin ich aber ein bisschen zu behindert. Kann man mit R irgendwas tun? Nein. Ja gut. Dann müssen wir bleiben lassen. Hilft's nicht. Ich dachte jetzt sagen, wir springen einfach aus dem Fenster hinten rein. Schauen wir, was passiert. Nein, das lässt uns nicht. Was haben wir da noch? Ja, das ist das perfekte Battle für Kinderzimmer, da die vorschlagen. Und da. Ja, ich sehe da schon wieder kreiselige Rätsel auf uns zukommen mit diesen Rumschaumechaniken und so, aber schauen wir mal. Ob es überhaupt Rätsel gibt, keine Ahnung. Was ist da hinten? Da geht's nicht weiter. Frage ist, wo müssen da. Warte mal. Haben wir schon gelesen? Oder das gelesen? Da haben wir schon angeschaut. Ja, dann werde ich wohl aus dem Fenster gehen müssen. Aber ja, da blinkt was. Jetzt passen wir acht. Freilich springen wir noch. Sagen wir nichts dir, dann ist ja wurscht. Ich bin zwar erst 8, aber was die The Lillimur darkness kann. outside scared him. But anyway, jumped out the window. Yeah. Anfang Streichhölzer heißen auf Holländisch Lucifer. Echt? Oh, er hat wenigstens eine Hose noch. But not being with his sister scared him even more. Ja, aber was ist mit der Mutter? Was ist mit Mama, Baber, Opa? Wieso geht die Kerzen von allein aus? Fragen über Fragen, Kinder. Fragen über Fragen. Okay. Schauen wir mal, was passiert. Loading Screen, Mauszeiger weg. Alter. Scheiß Umgebungsgrafik ist so. Dauert's krass, was ist denn da schon wieder los eigentlich? Voll. The nearby forest was a familiar place during the day. Kann ich überspringen? Der Igel! At night,
Da ist ein It's a Igel! different story. Was ist, wenn ich da drüber laufe? Nein, das tun wir natürlich nicht. Okay, aber eigentlich, Mann, das ist so ein bisschen ein Side-Scroller. And Ulle wished he could ask the Pinecones if they had seen her. Wer ist denn der Olle? Bin ich der Olle? Oh, da war der Kantenmaler schon wieder am Start. Was war das? War das ein Hose? Ich hab nicht If the aufgepasst. Pinecones knew about her fate, Was ist das? they kept it to themselves. Der kleines Menschgall baut. Okay. So, A, klettern. Also man kann wolten. Okay, da ist ein Schwammerl hinten, den nehmen wir mit. Was haben wir da? Was ist das von der Schwester oder haben wir das am Nachmittag gebaut, wie es noch hell war? Weiß ich nicht. Wir werden sehen. Kann man, ja, dann kann man auch wolten. Wunderbar. Igel! Okay, es gibt offensichtlich ein Voll-Damage. Das ist natürlich nicht. Wow! Halt bloß einmal, du geschissenes Bambi-Mistviech. Nicht die Olle, sondern der Olle. Olle! Olle, Olle! Und ich da, muss ich da balancieren oder so? Ah, einfach gehen. Schon. Ja gut, kann ich da springen? Nein, kann ich nicht. Also die Umgebungsgrafik. Ich hab nicht aufgepasst beim Spielstart, ob das Unreal ist, aber es stinkt schon wieder dermaßen nach Unreal Engine. Die Umgebungsgrafik ist wirklich fucking fantastisch. Animationen von ihm sind ein bisschen... Kann ich da lenken? Nein, kann ich nicht. Aha. Ah, da haben wir wieder was gefunden. Was haben wir da? Was haben wir mit den Tannenzapfen? Was haben wir mit einer Beziehung mit den Tannenzapfen? Oder wie schauen wir da aus? Gehen wir nicht auf. Kann man Äpfel umeinander kicken. Schön. Direkt ins Ragout als Bambi. Aber eigentlich, das heißt immer, wenn ein Viech kommt, müsst ihr A in den Chat einspammen. Okay, klettern tut davon selber. Hätten wir da auch rechts rundum laufen können, den werden wir gleich noch herausfinden. Weiß einer, ob das ein Indie-Game ist? Also normalerweise kostet es bei Steam, gut, nach dem Preis kann man nicht gehen, aber ich denke schon, dass das ein Indie-Game ist. Dass das nicht eine AAA-Entwicklung ist, da bin ich mir sehr sicher. Oh, da haben wir ein Messer. Ja, das nehmen wir natürlich nicht mit, das ist nichts. Aber, ein Schlüssel. Muss ich das jetzt, den jetzt da rausbeideln, oder was? Ja, wie soll ich das machen? Und deswegen habe ich schon geschaut, ob man mit der Maus kann man das leider nicht machen. Weil ich mit dem Ding anstehe wie ein völlig Behinderter. Okay, wir haben einen Schlüssel gefunden. Haben wir sowas wie ein Inventar oder so? Fortfahren, Neustart vom Checkpoint, ne. Und da irgendwie Inventar oder so, ne. Steuerkreuz. Okay, Steuerkreuz funktioniert sogar zum G, lol. Das ist neu. Aber... Okay. Man hat auch kein so ein Inventarsystem, damit man dann irgendwie Sachen kombinieren kann oder so. Das fällt dann damit weg. Map gibt's auch keine. Irgendwas gruschelt da schon wieder in die Steine umeinander. Da bloß, dass du lang gewinnst. Oh. Sowas sehe ich uns schon sehr oft sterben. Zero Dips! Wow, was war das? Ich mag's gar nicht wissen, ein Riesenvogel. Aber ohne Knarre ist Vogelschreien so, Ja. Das wird schon nur irgendeinen Sinn ergeben dann mit denen. Komm ich da um? Nein. Jetzt da rechts weiter wahrscheinlich. Kameraführung, On-Point-Perspektive, wunderschön. Ich habe eigentlich gemeint, das ist ein Side-Scroller, dabei geht's da doch schon ziemlich... Ja, eine ins finstere Loch. Freilich, da hat sich noch nie was gefeit. Okay. Warum ist das so finster und warum kämen wir nur noch G? Das gefällt mir nicht. Haben wir uns da vielleicht ein schlimmeres Horrorspiel an, als ich das am Anfang vermute? Da habe ich vielleicht gar keinen Bock drauf jetzt im... Sag ich da, wie es ist. Komm. Los. A light in the dark. A symbol of hope. Immer alles erst antatschen. Sehr klar. A spark of courage. Hey, kann ich mit dem irgendwas tun oder so? Hab ich jetzt ein Inventar? Ah, jetzt kann ich mir auf einmal ducken. Auf L1 kann man sich auf einmal ducken, was auch immer das dann...
Also ich kann mich nur wiederholen, die Grafik ist wirklich, leck mich am Sack, ist die Grafik gut. Umgebungsgrafik. Oder das schaut nach Krabbeln aus. Aha. Wenn wir jetzt eine Meerjungfrau treffen, die uns was ober singt, dann sollten wir einfach wieder umdrehen und wieder ins Bett gehen und sagen, hey. Mit da rundum, ne? Ja. Ist dies Schwester? Schwester, warum gehst du 3 Uhr morgens aus Bett, springst Fenster, gehst Berg und singst? And now kiss. What do you have there? Lillimore asked. Lillimore? It glimmers beautifully. What a strange rock. Light as a feather. She investigated closely. Zero gravity. Let us play, little brother, Lillimore babbled. See if you can knock down this pine cone. Ist das... Oh Gott. Zielen mit dem Gamepad. Leg mir doch am Arsch. Aber wir werden gerade einer Gameplay-Mechanik eingeführt, habe ich das Gefühl. Wo? Auto-Aim, wo? Oh Gott, das wird wieder lustig. Ja, warte mal, wenn ich da nur mehr auf LT drücke, dann fällt er oben, oder was? So, mal. Okay. Headshot! Okay, es zielt schon auch grob von selber in die Richtung. So, und jetzt laufen wir da um unsere Schwester rum und was ist denn jetzt, werft man ihre hin. Oh no. Oh no. Also vor mir oder... Nein, nicht runtergefallen. Nicht. Puh, das war knapp. Das hab ich mir gedacht. Das habe ich mir dann doch gedacht. Deswegen habe ich das Gameplay-Kabel manipuliert. Was habe ich da manipuliert? Das hat einfach nur da, das sieht man von der Weiden nicht ganz klar, dass das hat sich selber manipuliert, das Ding. Okay, oh nein, kann ich so gut sein. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Also meine Schwester rutscht quasi woanders umeinander, oder was? Okay. Rein in die Tür. Na doch nicht. Mein Schwammerlhausen! Follow me, little Gut, brother. so jetzt. Hui! I will protect you, Lillimore said. She was Kann ich jetzt never wieder mit dem Ding scared schießen? like him. Nein. Aber was anderes war mir Riesenschwammerl. Stellt sich da keiner mal die Frage. Also, sie macht vor, ich mach nach. Lillimore loved adventures, and Ulle loved Lillimore. Ulle Lillimore. Lillimore. Ah, das ist perspektivisch ein bisschen fragwürdig. Kann ich gar nicht wissen, wie oft dass ich daneben springe. Schlümpfe wo? Ja, die Schwammerl von den Schlümpfen schauen ein bisschen anders aus. Habe ich eigentlich schon angemerkt, dass er jedes einzelne Soundtrack und Hintergrundmusikstück mir ein bisschen eine Gänsehaut macht. Pfifferling! Haben wir jetzt geschrumpft oder was ist denn jetzt passiert eigentlich? Offenbar sind wir geschrumpft, was auch immer gerade passiert ist. Wir werden es rausfinden. Oh, oh. Schwester, pass auf, der Opfer, der schluckt dich! Jetzt müssen wir sauber einbissen. Kim, beisei. Na, freilich beisei, es war so klar. Oh, oh. Was zur Hölle? Was zur Hölle ist das gewesen? Schau mir das Wasser an. Ja, ja. Ich registriere es schon. Aber was mich viel mehr interessiert, ist der komische kleine Scheißhauszwerg, der da gerade war. Was ist das? I have a very bad feeling about this.
Okay, tschüss. Birger, da steht dein Püppenschleicherl ins Beutel. Tatsächlich. Gut aufpasst, Nick. Ich sag schon, du bist ab jetzt der Greenscreen-Beauftragte. Da oben ist ein Kirche wenn wir mal sauber hineinsmashen. Nein, die wird von selber gesmashed. Wohnt da ein Zwergensepp drin. Oh. Ich hab's nicht kaputt gemacht, das war schon so. Wenn man sie duckt, haben wir schon rausgefunden. So. Jetzt haben wir da. Was? Da ist der Zipfelmützen-Sepp! Die kleinste rote Rakete, die ich jemals gesehen habe, das ist eine Mikrorakete. Wie lange muss denn jetzt das da kurbeln? Ah, okay. Was ist das? What the fuck, Alter? Was ist denn mit dem Ding? What? Ich steig auf die drauf, du kleine Zigeuner. So. Angewinnst. Was ist denn mit dem? Verfolgt mich der jetzt? Gnomes are peculiar and playful Gnome? creatures. Da ist der They Igel! live peacefully in daylight Oh. and keep in their houses at night. Was ist denn das da? Ist das ein Windspiel oder sind das Visitors that aufgehängte don't Wiener want to Würstel? eat them were Ist jetzt unheard der- of. Until this day. Der hat doch jetzt da gerade ein Tier aufgemacht, oder? Der hat doch jetzt da gerade ein Tier aufgemacht. Kurz. Der kleine Scheißheißel-Zwerg. Da reingehen? Na, komm auch nicht. Was ist mit ihm da? Was ist mit dir? Gib mal. Was ist das da? Aha, aha. Eine Gnomenfigur. Kann ich ihm. Gnome Figurine. Find the Gnome Wooden Figurine. Hab ich gefunden. Hab ich Achievement gekriegt. Sehr schön. Da ist der Papa Schlumpf. Okay, mehr kommen wir noch nicht da. Ich mag den Igelstein. Oh. No. 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 Ja, es werden sie nicht. Jetzt hat er doch schon wieder die Tier aufgemacht. Was tut er denn jetzt da drin? Bring mir was. Weiß ich nicht, bring mir Wursti. Los! Bring mir Wursti raus. Warum läuft denn da? Ach, dann leck mir am Arsch. Scheiße, Zwerg. Komm mal den Igel. Oh. Muss ich was tun? Tja, hey, Gnomenmann. Kannst du mir die Bude aufmachen da? Also, ist das sozusagen unser erstes Recht? Lass mal den Igel raus, der soll aufmachen. So denn. Was? Jetzt kommt die Gnomen-Fußballmannschaft, kommt jetzt und macht mir die Bude auf. Sehe ich das richtig? Jetzt einmal. Ach, ich hab die folgen mir die ganze Zeit, das sind meine Freunde, sehe ich das richtig? Gibt's nicht auch irgend so ein Nintendo-Spiel, wo da so kleine komischen Viecher nachlaufen? Das später kann ich, dass ich vergesse bloß, was heißt. Zusammen ist der Gnomen-Fußballmannschaft! Schieben wir mich an jetzt da. So, nein, hinten ist nur ein Tier, vielleicht gibt da auch noch ein bisschen was raus. Der Igel kreist. Da, was ist da? Hol ich mir da deine Späßchen raus, Meister. Was ist jetzt da? Ja? Was ist jetzt? Jetzt kann ich nichts mehr tun. Okay. Gnomenfreistoß! Pikmin heißt, ja genau. Da laufen auch so komische kleine Würstel noch. Ich weiß nicht, was Pikmin kann, aber es sind lauter so kleine Elementarviecher, oder? Feuer, Wasser und das Ganze. Muss ich jetzt die Gnomen finden, oder was? Okay. Okay, darf ich das noch? Ja. Langsam aber sicher, da hinten ist einer. Langsam aber sicher, den wir bei kommen da. Das kann ja nicht so unfassbar schwierig sein, jetzt die Kasperl da zu finden. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Beim Igel ist garantiert noch einer drin. Wie viel haben wir noch? 2 brauchen wir noch. Da hinten zipfelt noch einer raus. Machen wir so. Dann passt es schon wieder. Der ist schon da.
Die schreien ja eh die ganze Zeit. Da hinten steht er! Easy! Ganz ehrlich, mit sowas habe ich auch nicht gerechnet, Herr Waldherr. Ich glaube, das ist aber auch noch lange nicht alles. Habe ich das Gefühl. So, ich habe euch jetzt gefunden, helft's mir jetzt. Ja, Dankeschön. Fußballmannschaft, tschüss! Ich habe das Gefühl, dieser Cuteness Overload hat schon seinen Sinn und Zweck und das geht jetzt dann, glaube ich, furchtbar schnell in eine andere Richtung, habe ich das Gefühl. Tja, weil da gingen es nämlich nicht aus, das wird schon seinen Grund haben. Da, wo ist denn die Schwester? Da sitzen noch zwei. Da hinten ist er. Was ist. Wo haben wir denn jetzt bei den Brombeerwichtel? Was ist denn. Was ist mit dem Spui? Was er laufende Gnomen nackert umeinander? Herr Langbeni schreibt, dabei ist Zürn drauf gestanden. Darf mich nicht wundern, so, was ist. Was muss ich denn jetzt wieder mal? Muss ich mit dem Papa Schlumpf in irgendeinen Scheiß einsammeln? Muss ich jetzt 4 solche Idioten da finden, oder was? Da ist einer. Muss ich die fangen? Ey, bleib mir da. Kackfrisur. Was? Ach, die muss ich da. Okay, die müssen meine rein. Hab schon gesehen. Da geht's jetzt! Scheiß Langkiss, es gibt so eine Heider knockerten Arsch. Kleiner Gnomenfußball. So komischen Badehaum da auf. Eine mit dir jetzt da. So, wunderbar. Da haben wir noch 2. Oder haben wir 3 auf einem Haufen? Schirm alle 3 gleichzeitig ein. Jetzt wird schießen. So. Dann nehmen wir alle mit. Ja, machen wir so einzelnes einfach. Warum? Ah, eine mit dir. Eingeschoben ins Viech! Jetzt what she said again. Eingeschoben ins Viech! Ah. Muss ich über den Stor drüber gehen? Nein, kannst nicht. Wie denn? Der Stor ist größer wie du. Ja, der Sepp. Wunderbar. Das Spiel baut sich langsam auf, wird dann schon noch düster, aber finde, da steckt viel Liebe drin. Um Gottes Willen, das war jetzt auch keinerlei negative Wertung. Das war, ich habe schon so ein Gefühl, so dieser Cuteness Overload ist Absicht. Aus diversen Gründen. Das ist die sogenannte Kommune der Freiheit. Ich glaube, das ist die Träger-Kommune. Oder wollte der Träger seine Kommune der Freiheit nennen? Gibt nur eine Bedingung. Wer da sein will, muss ganz viel Geld zahlen. Und ich tue nix. Gute Kommune. Das erinnert mich an einem Level von irgendeinem Lego-Spiel. Ich habe die Lego-Spiele nicht so wirklich. Habe ich jemals ein Lego-Spiel gespielt? Ja, eins der. Oh, die werden wahrscheinlich untergehen, nehme ich an, wenn ich da zu lang draufstehen bleibe. Und Schwimmen können wir wieder einmal nicht. Schwimmen ist aktuell in Spielen. Ich mag jetzt aber auch keinen Topfriss. Ein Frosch! Wenn wir gerade dabei waren. Oh. Froschkönig, das schaut aber nicht nett aus. Bitte nicht essen. Ich hab gerade ein bisschen unendliche Geschichte-Vibes. Aber wenn's so. Schlägt mich auch nicht ab. Wo ist denn der im Maul? Ich kann sie nicht erkennen. Oh, ich kann es schon erkennen. Also mit dem Frosch streichen, ja, ja. Der Artstyle ist cool. Das Creature Design ist cool. So, Mr. Frosch Kini. Und jetzt? Muss ich jetzt da mit. Warte. Braucht sich dann die Kamera irgendwie? Nein, muss ich da mit. So. Wann beginnt wohl der finstere Wald? We will see. Wir kennen den Crazy Frog noch. Leider Gottes kenne ich einen Crazy Frog noch. Sagt der Capricorn. Leider Gottes kenne ich noch. Hey, fast auch wie die alte Morla sein können. Deswegen die unendliche Geschichte-Vibes. Ich hab bloß überlegt, was genau war. Es war eine riesengroße Schildkröte. Und das größte Kindheitstrauma für Kinder aus den 80ern, ich bin zwar eigentlich Kind der 90er, aber das Trauma habe ich auch mitgenommen, sind genau 2 Dinge aus der unendlichen Geschichte. Einmal, wenn sein Pferdl im Sumpf das stirbt, und einmal, wenn der scheiß Wolf in der Höhle drin außer Bofeld.
Da ist Achterbahn im Hirn. Wir kommen das am Kind sagen, sag. Das ist aber nicht sehr sprintig. Jetzt warte mal. Das ist schon RB, ja. Ich tue mir einfach mit R. Warum hat Xbox, warum kann man das nicht R1 und R2 nennen? Kruzifix nochmal. Wo er Jabba der hat mit der was? Mit der Abschleckerei. Bisschen. They were both curious in different ways, while Lillimor quickly ran along. Lillimor! Ulle could get Hexen war auch nicht ganz. Ja, ich finde, dass die unendliche Geschichte ist einfach so finster und duster und so. Der Artax als Viertel geheißen, absolut richtig. Weil es der PS so heißt, lol. Ulle Also ist das was alone Copyright-mäßig, wenn man seine Tasten nennt, ja gut. So, was der mal, was. Ja, und schon ist finster, haben wir einen Schund. Muss jetzt der Elfe nachlaufen, sag ich das richtig. Elfenzepp! Gib Schund! Und Gas! Was habe ich das gehört, dass die Elfen nicht nett sind? So, kann ich da oben springen? Ja, da wird man gestaggert, das ist wichtig. Ja, springen wir da hin. Ja, wahrscheinlich. Probieren wir mal das Sprinten noch mehr aus. Ich glaube zwar nicht, dass man da recht viel weiter springen kann dann. Aber wer weiß. Gleich mit Meter machen. Haben wir nicht so Gaudi da. Mein Kindheitstrauma war der dunkle Kristall. Lass mich raten, ich muss laufen. Ach du Scheiße. Ach du verfickte Scheiße, was ist denn diese Seite hier? Nein, nicht. Go away. Geht gut. Watership Down, ja, auch ganz schlimm. Haben wir jetzt das Suffer oder können wir schwimmen oder was? Ja, so schnell ist vorbei mit Cuteness Overload und... The river was strong, and Ulle was weak. He did not stand a chance. But soon the sound of the river faded. Ulle was happy to have firm ground under his feet again. War das jetzt der Gargamel? Ja, so ein bisschen Gargamel mit Schwanz. Wieso habe ich jetzt muss wieder ein Nachthema da? Was ist mit meiner Hosen passiert? So, Schwester fort, wir müssen mit Schwester suchen. Nehme ich an. Ich bin jetzt gespannt, was da für Gameplay-Mechaniken dann aufkommen. Allerdings bin ich die meiste Zeit damit beschäftigt, mich nicht an der Umgebung satt zu sehen. Wo ist Jose? Fragt sich der Biermensch ständig. Wieso habe ich heute schon wieder keine Hosennutzung? Keine Ahnung. Der meist gedroppte Satz von meinem Chef. Bei Kruzifix, warum hast du schon wieder keine Hosen noch? Bis mit dem Nachthema da, verstehe ich nicht. Ah, jetzt haben wir wieder an der Stelle, wo wir den komischen... die Kugel... Oh, jetzt ist die Musik aber auch nicht mehr so fröhlich. Was ist da los? Ah, dachte ich mir fast. Das habe ich nicht verstanden. Oh, jetzt kommt der Froschkönig wieder dahin. Der wird uns jetzt gleich sagen, was geschlagen hat. The Frog King made sure der Frog that his King new hat uns friend gerettet. did not drown. We made some friends. Ja, bis Jahre Oktober-Vibes, Without his bisschen. sister, Aber ich glaube, dass wir von felt like Jumpscares the werden wir verschont loneliest werden. child in the world.
Okay, ich weiß jetzt nicht, Just was... wanted to find Lillimore. Lillimore. And our journey begins. But to do that, we Oh had to Gott. find where the big throne Ihr had könnt taken mittlerweile her. jetzt dann langsam Wetten abschließen, wie viel Depth das wir jetzt sehen werden. Und allgemein im Spiel. Das schaut aber so schön aus. Oh, jetzt fängt schon. Was haben wir da? Oh, und das ist die Brombeerkappel von den kleinen Gnomen. Kann ich das Schirm, das Ding oder so? Das schaut so aus, als könnte ich damit interagieren, aber ich kann nicht. Na gut. Oh, das ist das Gnomendorf, oder? Aber nichts anderes. Das sieht nicht gesund aus. Ist noch jemand daheim? Oh oh. Da haben wir jemanden gefunden. Oh oh. Schlägt ein Schwammerl. Vielleicht haben wir das vorher, bevor wir aus dem Fenster gesprungen sind, da. Deswegen sehen wir lauter so komische kleine Viecher. Hast du wo eine Lebensleisten? Nein, also hinter mir, ich habe nichts verdeckt oder so. Das ist komplett... Oh, jetzt habe ich bloß nicht aufpasst, was wieder passiert ist. Ah, da müssen wir aufhören, okay. Das ist doch das Wagal da, oder? Ja, dachte ich mir doch. Kann ich das irgendwie lenken? Nein. Kannst bloß hinschieben. Wahrscheinlich mehr, als ich die letzten 3 Jahre in Real Life gesehen habe. So, was haben wir da? Spielzeug von dem kleinen... Is very sad. Please give him a plush, Sau. Gefreut er sich. Oh. Dafür haben wir mir einen Schlüssel gekriegt. Jetzt können wir da in die Bude rein, wie sehen das? Ja, machst du mir mal die Buden auf da? Ah, schön. Haben wir schon durch. So, Rätsel Nummer 1 ist gelöst. Das war wirklich massiv. Was haben wir da? Erst mit da eingrumpelt. Da können wir nichts tun. Achtung, die Tür geht nicht auf in 3, 2, 1. Wer hätte das gedacht? Wo ist der Igel? Scheiße, die Tür geht doch auf. Goddammit, Birger, heute dann einmal den Maul. Oh, aber kurzer Spaß. Ich weiß schon, ich hätte nur noch rechts schauen können. Aber ich wollte nicht! Ich meine, da kommt schon wieder irgendein Riesenviech aus dem Meer aus. Oder wo haben wir mit überhaupt? Ist es überhaupt das Meer? Oh Gott, das ist ein Riesenviech. Was zur verfickten Hölle ist das? Der riesengroße Kackbusch mit Augen und T-Rex-Ohren. Okay. Oh Gott. Oh Gott, ich mag's gar nicht wissen. Da liegt der Laternel. Nehmen wir gleich mal mit. Kommen wir nicht mit. Der Igel! Igel, nein! Das ist ein Igelkutschen! Und du möchtest mir nicht erzählen, dass der Igel tot ist, dann scheiße dir ins Gesicht. Oh, der schnauft nicht mehr. Na, was ist denn das jetzt da? Oh. Oh, da hinten haben sie einen Gnom. Scheiß Viecher, schauen wir nach. Ah, bitte. Springen mal. Da kann man nicht springen. Merkst du das, wie es unangenehm wird? Der Igel schläft, ne? Was wohl passiert, wenn wir in die Bärenfalle da einspringen? Wo in Gottes Namen sammeln wir da jetzt auf einmal eigentlich? Da hinten geht der andere umeinander. Okay. Bei genau sowas werde ich sehr oft sterben. Kann ich dir jetzt schon sagen. Oh oh. Ich finde die Kameraführung interessant gemacht so. Dass so jeder kleine Abschnitt hat so seine eigene Kameraführung und Perspektive.
Punktgenaue Landung. Punktgenaue Landung, Kinder! So, was ist mit dem Gnom? Den hat er einfach aufgehängt. Oh, den bin ich jetzt hochgeladen. Bin ich jetzt den Steck. Ah! That was a trap! Okay, boy, that escalated fucking quickly. Oh, okay. Da liegt der Hirschen drin. Ich mag da nicht raus hier. Disgusting. Der gute alte Helch. Der gute alte Helch, lasst einfach da drin liegen, isst's halt dann wenigstens. Scheiß finsterne Legehalbe, Kruzifix. Heute gibt's ein Helchragu. Heute gibt's ein Helchragu. Was mich jetzt noch interessiert hat, ist, ob ich wenigstens gewusst hätte, über die Falle drüber springen hätte können. Ist das ein Viech oder ist das... Alter, ich mag's überhaupt nicht wissen. Du, ich lauf. Ich lauf. Kann ich da überhaupt aufnehmen? Ja. Was ist das? Na, da liegt da auch ein Igel drin. Was ist... Boy! Ach, geh, komm! Kann ich mich da drin ducken? Nein. Cuteness, wo? Alter, wie er das Blut an uns drauf biegt. Disgusting! Na, was ist hier? Da bin ich aber daneben gesprungen, voll Idiot. Der Schatten hat jetzt ein bisschen, Saufi hat also ein bisschen nach Ratz ausgeschaut, ja. Bestätigen. Vielleicht aber auch noch einem Ghostbock. Okay, nicht auf Springer drücken, wenn wir da irgendwo rumstehen. Ja, und wir laufen jetzt da. Es ist ein Troll! Hat aber noch Ratz ausgeschaut. Oh oh! Haut jetzt der da wahrscheinlich. Okay, was muss ich jetzt da? Oh! Oh! Okay! Tiefcounter +1. Ja, da komm ich nicht. Okay, nochmal +1. Ich weiß nicht, wo ich hin will. Ich weiche jetzt einfach ein paar mehr aus. Ja? Probieren wir vielleicht, wenn er 3 Meter nehmen hat oder irgend sowas ganz Klassisches. Boah, das ist schon irgendwie beschissen knapp da. Aha! Und dann... Wow! Hey, so nicht! Okay, hab schon verstanden. +1 brauchen wir. Aber das schaut mir noch nicht so, als da die irgendwie... Oh, das... What? Ach, da muss ich springen. +2. Schreib's ihm 2. Da muss ich springen. Ja, hab schon verstanden. Nein, die hätte springen sollen. Ich hab nicht gewusst, dass wir mir schon in der zweiten Phase sind. Kruzifix. So, nochmal. Komm. Ja. Ja. Okay. Na. +2. Alter. Der haut mir einfach eine Mitte auseinander. Okay, schlimmer wie jeder Elden Ring Boss. Okay. Oh, jetzt wird er schnell. Du fetter Huren! Jetzt mach den Kasten kaputt! Oh Gott, was gibt denn jetzt wieder? Okay. Weg. Feistling. Ja. 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 Jetzt stirbt es auch! The Butcher! I defeated the Butcher! Ich weiß nicht, wie immer da mal die Ist jetzt blind, weil er ihm seine eigene Letten eingeworfen hat.
Pro Gaming wo? Hab ich mich gerade gefragt, ja, das stimmt. Aber am Gamepad darf ich versagen. First try. Klar. Du jetzt mal schnell ein wenig Toiletten weg. Gut, nur in Sakrotan. Kruzifix. Wie viel muss ich schreiben? Schreibe ihm Nummer 2. Schreibe ihm Nummer 2. Muss gelingen. Da, Memo an mich. Wenn wir an der scheiß Mauer hängen, druckt nicht auf Springer, weil er einfach im 90-Grad-Winkel wegspringt, ohne dass du es verhindern kannst. Wie kommt man dann da oben? Okay, einfach oben drücken. Ja, ich wollte es wieder schneller machen, was ist das? Puh. Der Hashtag Zero Depth ab in den Chat. So, wo sind wir? Ulla wanted to cry. Hola! A couple of hours ago, he had been in his warm bed. Wann hat die gezwungen, dass du He aufstehst? had almost died several times. His sister was gone, and he was soaked in smelly sewer water. Smelly. Smelly. So, Butcher ist besiegt. Butcher war ein Kreisliger. Jetzt wenn da noch irgendwo Viecher umeinander wuseln oder sonst irgendwas, dann werden wir sowieso, dann geht der Depth-Counter wieder komplett steil. Was haben wir da? Wir müssen Gnomen befreien. Ah, ich sehe schon wieder. Ich sehe auch schon wieder. Jetzt hört es mal ein Trenzen aufkommen. Müssen wir erst das Ding da herschirmen. Was haben wir da hergedrückt? Ah, jetzt mal Hitzung. Oh, das meine ich fährt bergan, kann das sein? Good old smelly jelly. So, jetzt pass auf, machen wir so. Ah ja, das fährt ein bisschen. Jetzt hört er Trenzen auf, ich bin eh schon da. So, den Schund schirmen wir jetzt da oben, dann geht die Bude auf. Ja, und jetzt? Muss ich das jetzt mit einzeln drücken oder was? Nein. Und jetzt? Ja, jetzt hab ich wieder Verbündete dabei. Ist gut für uns. Die offensichtlich keinen Fallschaden kriegen. Sehr gut. I like trains. Oh, nein. Nein, da springen wir mich nicht ein. Das ist nichts für uns. Haben die gespannt oder haben die... Wow! Oder... Jetzt hat es einfach so ein kleiner scheiß Gnom da drin. Leck mir Mosch, bin jetzt da gekommen. Ja, selber schön, wenn's da eine rennt, ihr Vollidioten. Habt's auch Augen im Kopf. Schaut mir wieder... Upsi. Ich bin gespannt, wie der nächste Boss ausschaut. Der wird mit sicher, ob der auch wieder so anreidig wird. Bin gespannt. Upsi! Karl, der Karl kommt da. Oh shit. Diese scheiß Trolle! Jetzt steigt er einfach aufs Haus drauf. Und ich hab's da alle reingeschickt. Hätte ich's noch gerade wenigstens in Bärenfalle eingeschickt. Oh. Kann ich mich verstecken? Was? Jetzt hat er mich aber schon wieder zergatscht! Oh mein Gott! Warum spielen wir momentan nur Spiele, wo ein knatscht noch am anderen? Kann ich mich da jetzt in die Starren drin verstecken oder nicht? In die Starren kann ich mich schon verstecken, okay, ja gut, das macht Sinn. Und rechts sehe ich natürlich nichts. Und hinter, da wo kein Licht in... Ah, ich muss da in das andere nicht groß um mich, okay. Wie lange haben wir Zeit?
Das hätte man niemals geschafft, jetzt wenn er wieder nach links schaut. Wenn der Schatten da ist, lauft man. Und lauf! Sehr gut. Ja, das erinnert jetzt ganz krass an Inside und an Limbo und so. Kann ich da laufen? Nein, kann ich nicht. Ich probiere. Aber ich trau mich nicht. Ich kann gar nicht Depp riskieren. Wenn er wieder nach links schaut, und gib ihm. Oder einen Stern. Einen Stern. Okay. Es geht Grund zum Openarisch. Trolltrottel. Hashtag TT, Trolltrottel. Und Rosen. Da kannst du luren. Können wir da mit oder nicht? Oder wie schaut das aus? Wenn jetzt jeder einfach in den Holzstamm einläuft, dann packt er mich wahrscheinlich wieder. Das ist ja voll die Souls-Game. Voll! Weg jetzt mit deinem Licht! Oder bleibst jetzt du permanent die ganze Zeit da? Scheiß, lang gewinnst jetzt. Ich muss rein in die Bude. Schluss. Ich will, dass die Hände jetzt gleich reinkommt. Oh oh. Na, lass mich. Na, lass mich. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Was geschafft. Und eine Hand findest du nicht leben, ist ja klar. Oh no. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Was genau soll ich denn da tun? Nein. Kann ich mich da dahinter verstecken? Ich weiß nicht, ob ich da bin. Ich da unsichtbar. Ich bin doch hinter dem Ding. Okay. Ach, da zeigt er mir die Fallen, die am Boden liegen. Die unter was? Ja. Nette Idee. Gameplay-technisch. So nicht, mein Freund, gell? Was schickst du denn immer so? Ain't nobody got time for that. Ja, ich seh schon. Nein, nicht, no! Brudi! Das ist die Frage, wann unser Zeitfenster ist zum Laufen, wenn er noch... Oh! Schau weg jetzt! Das war, das... Oh. So, und dann da hinter das Kastel. Ja, das habe ich mir gedacht, dass du sofort wieder zurückschaust, du Huren. Ja. Troll du mal bei den anderen. Troll. Na! Oh! Ja. Nein, nicht. Das war, glaube ich, Absicht. Da ist nichts zum Verstecken, ich grabe einfach weiter. Oh nein. Oh nein. Oh, ich verstecke mich hinter der Hand. Was sagen wir mit was leichten der mit seiner Arschgrunzen? Unten durch. Ja, da drehen wir den Vieri. Der wird schon wieder weggehen, oder was tut er denn? Oder meinst du, wenn wir am Arm entlang schleichen? Ich probier's. Jetzt haben wir lang genug. Ich probier's. Ah, okay. Ja, bist du ein hässlicher Hurensohn. Was? Warum muss er uns einfach so zergatschen? Ja, also Depth Counter goes massiv brr. Massiv brr.
frage mich, wann der Tag kommt, wann wir herausfinden, mit was er uns da anleicht. Die Frage ist, wie wir da oben, unten, wir müssen natürlich da unten rundum graben. Das ist ja klar. Die Frage ist bloß, ach, da unter die Steine, wenn er nach rechts schaut, unter die Steine sieht er uns nicht, das ist richtig. Und jetzt schaut er rechts vorbei, ja, okay. Da ein bisschen Try and Error. Macht schon Sinn. Okay, los. Los. Und jetzt auf der anderen Seite oben, oder was? Jetzt, wenn er gleich wieder irgendwie herleicht, dann... Ich springe einfach schon einmal, hilft eh nicht. Merkst du das? Na, bloß weil du nicht mehr her, heißt das nicht, dass du nicht mehr da bist. Kanton möchte ich hören. So. Umgesprungen. Jawohl. Aufwerfen beim Schwammerl. Nicht auf Springer drücken, sonst fallen wir bloß wieder oben. Okay. Oh nein. Nein, Gott. Na, nicht schon wieder ein Topf. Nicht. Okay, jetzt haben wir bei den Tannen... Was über den Tannentopfen habe ich platt gemacht. Oh. Was mit denen? Das ist, was der Boris Blut sagt! Zerpimmelt einmal den verdammten Like-Button. Scheiß Tannenzapfer. Scheiß Tannenzapfer umeinander kicken. Nein, nicht schon wieder Blut leckt. Na. Oh no. Oh no. Ja, ich hab's schon verstanden. Du nicht oben. Komm, hab dich schon verstanden. Was eine disgusting Scheiße. Ich sehe jetzt das Viech nicht, ja, werden wir schon mitgehen. Ah, komm, schnell. Auf was? Wach. Was haben wir da? Achso, ich muss es jetzt da. Oh, habe jetzt die Gnome da in Sacrifice the Gnome. Ja, und jetzt? Frisst er den jetzt, oder wie? Kann ich jetzt da einfach... Ich habe jetzt den Gnome geopfert, damit ich da durch. Okay. Los. Oh. Warum man nicht mehr... Was, von einer Sekunde auf die andere eine dermaßen ekelhafte Drecksscheiße. So, die Frage, können wir da aufkraxeln? Ja, können wir. Können wir da mitjumpen? Ja, dann haben wir da was gefunden. Haben wir da gefunden. Ich habe übrigens ein Achievement gekriegt dafür, dass ich den Gnom opfert. Wo sind wir? Ah, da sind wir. Was ist da? Ein Mausi! Oh, ein Mausi! Ein Mäuschen. Da ist X. Was haben wir da? Oh, die Katzenfigur. Auf B aufheben. Troll Figurine. Find the Troll Wooden Figurine. Okay. Was haben wir da? Ist das jetzt bloß da dafür da oder was? Und sonst können wir weiter aufgehen. Ich geh zur Maus. Oh nein. Was ist denn jetzt wieder passiert? Warum kommen wir jetzt so nicht mehr auf? So, ein paar Leute passen auf im Chat schon. Hm? Aber nicht alle. Die Frage ist, da kann ich nicht umspringen, wenn ich jetzt auf Springer drücke, dann springe ich in die Kamera rein, immer von der Mauer weg, und dann bin ich wahrscheinlich wieder hin. Mäuschen,
Hättest du auch in Moss. Ich hab gerade an die denkt, Wölfchen. Du, meine ich wirklich ernst. Ich habe gerade an dich gedacht. Oh nein, nicht hier schon wieder. Nicht leichten. Nicht leichten. Oh, das schaut aber schon wieder ein bisschen nach Bosskampf aus, vielleicht sogar. Death Counter goes. Na, das ist schon wieder so Hockebeil-Tisch. Was tue ich jetzt da? Kann ich da nicht springen und graben. Tatsächlich. An was grabet man mir da schon wieder? An einer halberten Sau. Am Schimmel von der halberten Sau. Eine fürchterliches. Und jetzt soll ich in seinen Topf einspringen, oder was ist denn jetzt der Plan? Oh Gott. Was hat denn das Game Playtime? Ich glaube so 4 bis 5 Stunden. Nein, nicht! Nein, ja schon wieder, der Butcher schon wieder. Na Butcher, jetzt butchert sich gefälligst selber. Gibt's alle am Spieß. Circa 5 Stunden. Circa 2 Streams. Also heute und nächste Woche haben wir durch. Na, ja super, und jetzt bin ich da herin. Ah, versteh schon. Und da bist, ja, haben wir schon rausgefunden. Okay, tschüss. Au, 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 au. Großes Autschen. Aber wir haben nicht mehr beim Butcher, das ist wichtig. Ich bin gespannt, ob wir den Butcher noch besiegen müssen. Was ist denn da hinten schon wieder? Schon wieder komische kleine Gnädelviecher. Oh! Na, nicht weglaufen! Nicht weglaufen! Bleibt da jetzt! Oh nein, no, oh mein Gott, was haben wir jetzt wieder? Schmeißen die mit Stecker auf mich! Mir hat sie nicht ganz dicht. Ich weiß nicht, was ich tun muss. Ach, da ist was. Was? Was? So, ich wirf euch alle runter! Au! Muss ich... Ja. Ich sag doch nur Headshots. Oh. Ja, vielleicht hätte man von da hinten ausrufen, aber... Ja, geh weg. So, jetzt haben wir den Sturm angeholfen. Bringen wir du einen Butcher um. Ulla felt bad for the ill-treated giant. Stimmt, der Steinbein. Das hat so viele Anlehnungen an die unendliche Geschichte. Stone heart. Ja, der schaut nett aus. Der ist dick schon hin. Der Gute. All he longed for was a friend. His face scared away most. Da ist schon wirklich jede einzelne kleine Szene mit sehr viel Liebe gemacht, gell? Ich glaube, dass wir den... Even so, Jetzt haben wir einen neuen Freund. he had found Wer weiß, vielleicht hilft er uns später wieder wie der Froschkönig. Wer weiß. Das ist der Storwongel. Hat nicht auch der erste Boss in der X-Ramas ein Butcher geheißen? Nein, du meinst die Abomination. Ich weiß nicht, wie es in Nax... Wir hatten die fette... Was tut denn da schon wieder so? Gehen wir ja nicht auf den Sack mit dem Kass. Wenn jetzt der Trollsepp wieder daherkommt, von links, rechts, oben, rund. Wie lästig. Oh! Unser glänzender Stor! Wir haben ihn wieder gefunden. Der ist einfach auf einen random Schwammerl umgespawnt. Alter, wie dermaßen gut die Schwammerl ausschauen, ist wirklich eine Frechheit. Der Patchwork! Ja! Ika! Absolutes Pro-Game. Der Patchwork. Natürlich der Patchwork. In Diablo 1, also in jedem Diablo gibt es einen Butcher übrigens. Außer im Nein, da kommt der Besi. Da kommt der Besi. Was in Diablo 2 ein Butcher gegeben? Ich glaube nicht. Das heißt nicht. Nein, nicht. Please go away. Ich hab nichts da. Ich hab nichts da erkennen, das gehört so. 80 €! Oh mein Gott, bist du ein hässlicher Hurensohn.
Jetzt gibt der Sturmmann. Sturmmann! Spring ihm ins Gesicht! Hau ihm aufs Maul! Jawohl. Ich wollte gerade sagen, da bin ich jetzt irgendwas. Was ist denn eigentlich da mit dem KB? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Der Mike Krüger ist auch dabei. Oh! Oi! Oh! Ach, bei Tag versteinern Trolle natürlich. Ja, natürlich. Flashbang übrigens. Wo ist Hashtag Flashbang? Im Chat. Wo? Wo? Der Wandler schreibt, Patchwork war nicht das erste Viertel, das war eigentlich das Spinnenviertel. Welches Viertel wann gekommen ist, das weiß ich nicht mehr. Aber die zusammengemauerte, Ule was comforted by the das morning zusammengemauerte sun. Viech war auf alle Fälle der Patchwork. He had Wann survived der, the night, but just weiß ich nicht barely. mehr. In Nax war ich ja zu Classic-Zeiten, also zu den Original Vanilla-Zeiten, war ich in Nax. Hab ich Nax jemals gesehen? Nicht wirklich. Da hab ich schon nicht mehr gespielt. And it felt like it was his Ich hab noch sister's way of BWL hab ich noch telling him mitgekriegt, Onyx hab ich mitgekriegt, on the MC hab ich right path. mitgekriegt, aber Nax dann nimmer und hab dann erst wieder weitergespielt, wie Burning Crusade gekommen ist. Über Nax kann ich nicht viel, da kann der Papa nicht vorher aus dem Zweiten Weltkrieg erzählen. Wann war denn Nax? 2006, 2007? Tobi! Kuss auf die Nuss, Hashtag Flashback! Herr Leffler, die hab ich übersehen, was ist da los? Das kommt ganz drauf an, welcher Flügel zuerst clearst in Nax. Ach so, hätte ich vielleicht vorher lesen sollen. Ich möchte übrigens nochmal auf den Soundtrack hinweisen. Und zwar in aller Deutlichkeit. Oh. Bambi. Und der Igel. Es ist schon gescheit cute und nice gemacht so. Oh, der Soundtrack, Alter. Vielleicht hätte ich den Weg noch laufen sollen. Oh, Igelmann! Oh. Oh. Müssen wir fischen? Alter, wie geil ist denn das bitte? Oh mein Gott! Alter, wie gut ist denn das bitte gemacht? Du holst dir am Arm. Oh mein Gott. Und jetzt schwimmt er, mein Gott. Mein Gott. Oh mein Gott, die Igel, wenn was passiert, schmeiß ich meinen Controller ins Eck. Ich hab schon gesehen, dass man da rundum gehen kann, da an irgendwelche Messer. Ich mag jetzt einfach stark sein und das anschauen. Die Soundtrack. Der Soundtrack ist Oberwelt, ganz ehrlich. Und passt so gut zusammen. Hoppala, das springt mir. So, und jetzt muss der Chat leider ausrasten und no. Los. Los. Ich mag nichts anderes mehr lesen, außer no. Ich glaube, das Spiel wird nur zum Blären. Sau viel, die Befürchtung habe ich auch. Wird schwierig. Wird schwierig. Ich riech's bis daher, dass das schwierig wird. Wieso rast der Chat nicht aus? Jetzt. So, und jetzt haben wir beim Pusteblumen genommen, Mann. Die müssen wir wieder zu ihrem Hit rein, oder? Wahrscheinlich. Bitte nicht essen. Steindude nicht essen. Reißen.
Hallo? Ja, bin da. Kannst du mir wieder da aufheben? Warum warst du den Kranz hast du den selber gemacht? Das ist ein guter. Das ist ein guter. Stabangel ist ein guter. Da rutschen wir mir da so ein bisschen umeinander. Überall haben nur Gnomen, die umeinander trenzen. Was ist mit dir? Gibt's einen Gnomenfreistoß? Oh, der Papa Schlumpfschi. Oh. So, ich meine, der holt sich woanders ein. Wenn man bedenkt, dass wir gerade durch den Butcher sein Blutleiten durch sind und jetzt da wieder irgendwo in der Cuteness Overload weit umeinander gucken, schon sehr interessant. Und wie die Kameraführung gemacht ist durch diese Welt. Weltklasse gemacht, ganz ehrlich. Jetzt weiß ich, an was wir erinnern. Mr. Light in Dark. Wir können da nicht selber draufkommen können. An die scheiß Unterhosenwichtel. Phase 1. Unterhosen sammeln. Phase 2. Phase 3. Profit. Auf dem dämlichen Witz basieren übrigens die 3 Phasen in meine How-To-Videos. Das glaubst du oder nicht? Profit! Der balanciert mich da um schon hin. Oh. 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 Ja, und wieder ab in die Psychowelt. Was ist denn jetzt halt? Slash Dance. Ich muss rutschen. Ich weiß nicht, wo ich hier rutschen muss, aber ich rutsche da mal so umeinander jetzt. Ich bin gerutscht. Und jetzt haben wir in das Baumwurzelei gerutscht, oder was? Oh. Und den Werfer? Nein. Oh. Okay. Oh, muss das jetzt schnell auch noch gehen. Oh shit, motherfucking car. Ich riech den Tippcounter schon ausschlagen. Oh mein Gott, was rennt denn da unten nochmal noch? Geh halt doch dein Maul. Es war gerade so schön! Ich mag ihn nicht wieder zurückkommen! Was ist das da hinten? Ich mag den Igel wieder haben. Irgendwo. Muss ich jetzt da umspringen oder muss ich da umspringen? Ich probier's mal rechts. Ja, so viel dazu. Immer erst den alternativen Weg. Alles andere macht überhaupt keinen Sinn. War da gerade ein Cut? Ja, was heißt? Wie schnell ist die. Müssen wir da umspringen. Ich hoffe, dass ich mich da einhalten kann. Ah ja. Ja gut, muss ich mir etwas sagen. Hätte ja sein können. Nein, schon auf. Oh oh. I have a very bad feeling about this. Erst mal da auf. Ich weiß genau, was es ist. Wenn ich das jetzt da oben schiebe, dann ist die Holzlatten da unten hin. Was ist das hier? Muss ich doch nicht da oben schieben, oder? Ach, und jetzt wackelt das Ding und dann kann ich hin und her. Okay. Ja, komm. Heiliges Kanonenrohr, Batman. Ob man walten kann, während man das Licht heraus tut? Alec. Jetzt wird's kreislig. Jetzt wird's kreislig. Da hab ich jetzt schon 25 Mal gestohlen. Nein, Fledermaus. Lirdl und Igel, wo? Können wir nochmal zurücklaufen lassen oder so?
in dem finsteren Scheißloch da umeinander rein. Was hängt denn da über uns? Fledermaus ist, ganz viel Fleder. Aber die haben immer noch... Oh. Ich mag überhaupt nicht wissen, was da so tut. Das ist... Okay, das geht also langsam. Oh no. Ach, und das... Okay, ich verstehe. Die Frage ist, ob das ganz umkippt. Ich muss warten, bis ich oben aufschwinge. Ich kann mich nicht festhalten. Ja. Los mich. Jeder Topf ist ein Topf. Kann man sonst noch irgendwie... Nein. Müssen wir warten, bis es ganz herunten ist. Es fährt ja auch nicht mehr... Das fährt ja auch nicht mehr... Machen wir gleich so, dann fährt das andere Ding nämlich schnell runter. Nein, 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 wir bleiben da in der Mitte stehen, bis das andere Ding da ist. Momentan kassieren wir schon sehr viel Depf. Weiß nicht, was da los ist. Bin ich zu alt geworden. Auf einen Schlag. So, jetzt aber. Ja. Weil wir uns aber keine Zeit nicht lassen. Oh shit. Wann ist jetzt da wohl der richtige Zeitpunkt zum Springen? Wow! Das wird aber ziemlich schnell, ziemlich... Oh shit. Oh shit. Ich seh nix. Ich weiß nicht wohin. Mal in die Richtung einfach... Oh! Ah! Okay. Und... Ja! Ja. Und los. Ha! Zero Dip. Ja, fast. Na, was? Na. Und da wieder Gnome drin, die ich wieder opfern muss oder kann, oder? Ja. Da hat man sich einhalten können an den Dingen, das weiß ich noch. Okay. Oh, da ist noch jemand drin, schon. So. Ist gut oder schlecht, wenn der da drin so ausrastet? Ich hab keine Ahnung. So, ich bin nur auf der Durchreise, ich hab. Okay, der Weg wird brennen. Ich möchte übrigens kurz einmal anmerken, jetzt das Spiel fängt so langsam an, das zu werden, was ich vermutet habe. Oh no. Was ist das? Okay, 4 kleine Menschkerl, ein großer Teufel mit einer Geige. Macht Sinn. Warte mal, fängt das leicht noch, wenn ich da... Nein. Und spring. Und dann hat er eine riesengroße Welle gemacht. Teufel macht Welle und hat alle umgebracht. 2 Menschen, irgendein Panther und ein Helch. Und dann hat er es ins Meer reingeworfen oder irgendwie so. Was hast du vermutet? Nix habe ich vermutet. Um ehrlich zu sein, genau das, was da gerade passiert. Oh, leck, Patrick, musst du jetzt was von Burger verzeihen? Schaut aus wie ein Burger. Muss es jetzt sein? Ich habe schon wieder Hunger. Übrigens, Herr Löffler, ich weiß nicht, ob ich mich ausreichend bedankt habe. Ich hoffe schon. Herr Löffler, merci dir. Und an den Tobi natürlich, merci für seinen Resub mit der Flashbang. Ja, können wir jetzt wieder einen Igel haben? Bitte? Gib ihm, was tun denn dabei? Ach, die jetzt seid. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Ja, natürlich, die andere hat ja wirklich Geige gespielt. Und dann fangen wir mit zum Tanzen an und können uns nicht mehr kontrollieren. Oh shit. Ah, du die Bratzen da. Oh, okay, der ist stark, das ist gut für uns. Aber der wird da nicht so gaudi drin hängen. Der hat tatsächlich eine Geige, ja? Habe ich schon gut erkannt. Da mein Pro-Gamer-Auge hat das richtig erkannt. Und der hat gespielt und dann hat er es in den See eingeworfen. Das ist quasi die Message,
Was uns das Ding mitteilen möchte. Das ist bloß die Frage, wann jetzt die da aus dem Wasser rauskommen und uns da schluckt. Ja, genau. Alter, schaut die mies aus. What? Das ist ja gar kein Sie. Wie, was? Oh mein Gott. Nein, nicht. Ich kann nicht schwimmen, oder? Okay, Hauptsache das Bladel treffen, das pressiert nicht. Das Bladel geht nicht unter. Wow, ist das kreislig! Also sie war leck wie Fotzengrob sie ausschaut, leck mich doch. Geil gemacht. Ganz stark gemacht. Komm, geh zu. Oh mein Gott. Von dem genau da ich, wenn ich jetzt ein Kind wäre, dran, sag ich dir, wie es ist. Oh, schau, dass du lang gewinnst. Schau, dass du lang gewinnst. Land haben wir gewonnen, was jetzt? Oh shit, nicht wieder ins Wasser. Nein, nicht. Oh Gott, ich bin wirklich ins Wasser gegangen, dabei geht's da weiter. Boah, ist das wie gut und mies gemacht. Also wenn ich sage mies gemacht, dann meine ich... Oh ja, hab schon... Ja, okay, das war eine deutliche Ansage. Ich hab's schon verstanden. Ah! Ach, da rechts kommen noch mehr einige. Oh, wow. Komm, lauf. Wow! Ne, warten wir den nächsten ab. Ja, absolutes Pro-Gaming, Kinder. Tut er mit dem Stor? Oh, shit. Ja, ich verstehe schon. Geil gemacht. Not my proudest Map. Jetzt müssen wir die Storne da anschauen. Wenn er ganz weit unten ist, wahrscheinlich. Okay. Gehen wir ein bisschen da rauf und springen wir dann hinter den Storn. Kriegen wir schon? Yes, Sir. Verstecken wir uns. Jetzt klangt das. Wow, das war knapp. Oh wow, das war wieder mehr Dusel als Verstand. Komm. Wow! Gleich zum nächsten Stor. Oh shit, die Musi sagt wieder gar nichts Gutes und versteht gar nicht. Komm bloß da oben. Ja, wird schon passen. Ja, Kinder, ich sehe nichts. Nein, nicht wieder ins Wasser. Na, das war gerade wieder so schön hell. Zero Depth! Wenn das kein Like nicht wert ist, dann weiß ich es auch nicht. Los. Los! Smash the like button! Marissa hat gesagt, er muss den Like-Button smashen. Oh no. Ah, schlecht. Warum der bloß einen Kopf hält, das wissen wir nicht. Oh, wieder eine kleine Geschichte. Vielleicht lernen wir, wer das war oder wer das ist. In his past life, Nakin was a simple man that loved playing his violin. But the village did not appreciate his talent.
people would frequently bully him, and the only soul that did not was a girl that Necken fell in love with. Necken? One day, the bullying and beatings became so severe that Necken's anger finally overtook him. He marched into the village, playing forbidden melodies that made everyone dance, until their flesh and bone got worn down. Geile Nummer eigentlich. Hannes, kann da mal irgendjemand nachschauen, ob das in Skandinavien, was weiß ich, Schweden, Dänemark, Finnland und so weiter, ob das eventuell echte Folklore ist? Nach Necken googeln und uns dann ein Trivia in den Chat schreiben? Dann brennt es jetzt, die habe ich sagen, jetzt wieder ein Euro. Muss man sie auf der Zunge zergehen lassen. Skull and Bones hat in Epic Store eine 4,1 von 5 Wertung und ist mit den Tags tolle Bosskämpfe und macht extrem viel Spaß gelistet. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich krieg ja bis heute noch, wann haben wir den Short gemacht mit Skull and Bones? Vor einem Monat oder so. Ich krieg immer noch ab und zu Kommentare, wo irgendeine Beine schreibt, so dass ich der Depp bin, dass ich fürs Spät gezahlt hab. Okay, komm, hör mir auf, du. Ja, Necken ist eine They Sage. eventually died, Dachte ich mir leaving fast. behind shuffling corpses, still trying to dance to Necken's melodies. Das ist schon sehr finstere Scheiße. Da haben unsere Hänsel- und Gretel-Märchen ein Witz dagegen. Necken im Original Nixie, ein Wassergeist, der andere mit Melodien bezirzt. Ja, das ist ja im Prinzip gerade die Geschichte. Und jetzt lass mich raten, die Typen, die da unten in der Höhle umeinander gelaufen sind, das sind die umherschlurfenden Leichen, die immer noch versuchen zu tanzen. His love was not spared death either. Devastated, Necken left the town and lived by the lake, drowning in his sorrow. Sehr cool verarbeitet. Gefällt mir sehr gut. Da hat sich wirklich jemand Still Gedanken lures gemacht. people with his deadly music. Ja, das, wenn du als Kind Zeit kriegst, da nimmst du die dann schon. Dann gehst du nicht in den Wald ein, wo irgendein See oder ein kleines Barrel ist. Sehr cool. Also, was heißt, sehr finster, sehr düster. Und sehr brutal irgendwie. Für sowas erzählt man doch kleine Kinder. Und die Trolle erinnern mich, hat jemand den Film Troll gesehen? Der war mit einer kurzen Zeit auf Netflix. Ich weiß nicht, warum ich mir den angeschaut habe. Habe ich nicht ganz so geschaut, aber war, glaube ich, auch so ein bisschen Found-Footage-mäßig. Und die Trolle schauen genauso aus wie da im Spiel. Mit so riesen Nasen und so eigentlich eher ulkig anstatt Bass. Aber der dünne Trolltyp, der uns da ein paar Mal zerquetscht und gegessen hat, der schaut schon sehr fies aus, muss ich sagen. Tobo! Servus Meister, hab möglicherweise einen Anfang versehen mit. Und eine kleine Frage nebenbei. Kennst du einen Markrei aus Österreich? Selbstverständlich kenne ich den. An Markrei seine Karriere verfolge ich mit schon lange Zeit. Mit großer Aufmerksamkeit. Der hat nämlich über den Winter ziemlich zugelegt. Wow! Nein, nicht. Na, was ist jetzt? Muss jetzt wieder oh nein, ich muss floaten. Einfach schweben. Oh shit. Sie haben nichts gesehen. Ich war nicht da, ich war am Klo. Das war schon wieder knapp. Nein, nicht links! Ich hab da noch links. Das lenkt aber von selber. Ezio! Ja, +2 dann. So, rechts außen und um. Sieh die komischen Passagen. Da, das lenkt mir die ganze Zeit von selber nach links und rechts. Links jetzt. Rechts eine. Rechts eine linken. Muss ich da stärker lenken, oder was? Ja, wenn die Steuerung halt nicht gescheit reagiert, dann was soll ich machen? Halt, Schwab aus dem Loch! Ezio! Was machst du? Wow! Boah, leck, schaust du mies aus, Alter. Okay, tschüss. Links, ja! Okay, ich schreibe ihm zwar. 142 sind wir schon. 41 haben wir schon. So schnell gehen wir. Schau, jetzt haben wir vorher Letten. Tobo, merci dir übrigens nochmal. Ja, ich kenne einen Makrei. Und den schaue ich mir den ganzen Winter lang schon an. Ob wir da eventuell, wir sollen sagen, einen Mundadler aus Österreich kriegen, mit dem wir vielleicht mögen, aber er spielt halt nur Blödsinn. Er spielt halt nur Schund. Ja, vielleicht mal um mich schauen. Ich habe keine Ahnung, ob mich der kennt. Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Kann man vielleicht mal einen Blödsinn treiben damit. War so mein Gedanke. Also der Troll ist jetzt gestorben, aber ich nicht, oder was? Was muss ich jetzt da tun? So langsam geh. Okay, ja gut. Aber mir jetzt ein zausteres Haar als vorher, kann das sein? Ja, freilich ist 20 vor 10, du kannst mich mir am Arsch lecken. Was? Okay. Alles klar. In Bayern zwischen Passau und Oberzell haben wir eine ähnliche Sag. Ja? Die kennen bei uns bloß einen Teufelstritt. Wieder 2 und habe ein paar Clips vom Kreis gesehen. Ja, die Clips kenne ich auch. Dadurch bin ich natürlich auch aufmerksam geworden. Ich habe mir dann natürlich immer wieder mal angeschaut, so, was macht denn der eigentlich so? Die Frage ist, ich habe meinen Stream selber, habe ich mir noch nicht so wirklich länger wie ein paar Minuten angeschaut. Tut der was anderes, wie bloß vollkommen narrisch umeinander schreien und absolute Schrottspiele spielen? Weiß jetzt nicht. Und ich habe auch keine Ahnung, ich noch dazu ist jetzt egal, ob jemand kleiner ist oder größer ist als ich mag mich nicht aufdrängen und ich bin da nicht so der da nachfragt, hey, mal Bock was zum Tor. Der hat wahrscheinlich nicht Nein sagen, wenn es einigermaßen passt. Aber sein Watschenstudio war schon gut, was ich gewonnen habe verloren. Das Watschenstudio, das war das Fitnessstudio-Ding, oder? Ich glaube, das ist auch eins, da kommen auch seine bekanntesten Kurzvideos her. Ich bekomme ihn immer in den Shorts angezeigt. Also in die Shorts auf YouTube habe ich noch nicht. Ich habe noch mal bei TikTok noch mal einer geschwappt gekriegt. Und dann haben wir es da einmal kurz angeschaut und haben wir seinen Twitch-Kanal angeschaut. Und gespannt, dass der den Winter oder so, glaube ich, so seinen Durchbruch hingelegt. Und haben nämlich aus so 50 bis 80 Zuschauer relativ dauerhaft zu 400, 500 waren. Der hustelt aber auch ganz anders ein. Ja. Also einfach ganz, der streamt, glaube ich, jeden Tag von 6 bis um 10. Oh mein Gott, was ist jetzt? Ja, die haben Angst vor meinem Licht. Geh weg. Tu mein Licht raus. Ich weiß nicht, was ich tue soll. Ich kann nichts machen. Geh weg. Der Bierger ist nicht derjenige, der sich aufdrängt. Nein. Ich weiß nicht so ganz, was ich tun muss. There was a light. Ja, das war offensichtlich, dass ich das Licht aushöre. Das ist wie... Birger hat TikTok. Ich hab seit ungefähr 3 Jahren einen TikTok-Kanal. Aber sagt es kaum. Ich nehme den nur nicht her. Aber wenn ich mal nachschaue, wenn ich ein Kurzvideo gemacht habe, ein Short auf YouTube, dann lade ich den natürlich auf TikTok. War ein Vollidiot, wenn ich es nicht mache. Und das hat wunderschön der Skull and Bones TikTok Kurzvideo-Short gezeigt, den habe ich auf TikTok geladen. Da hat er fast 250.000 Aufrufe. Die muss man zwar immer durch 10 teilen auf TikTok, weil jeder Pimmel drüber wischt. Bubi, it's a trap. Ich war mir sicher, it's a trap. Niki, ich hab schon gespannt. Ich hab's selber gespannt. So, können wir jetzt wieder eine helle. Können wir jetzt bitte schon wieder eine helle. Ja. Das ist unsere Schwester, die jetzt am Ingerl geworden ist, oder? Weil das ist Mato Kormizi. Ich glaube, die ist minderjährig. Psst. Traps haben meistens kürzere Haare. Mr. Farr, den verstehen nur nicht so viel, glaube ich. Das ist doch der Typ, der so viel schreit, oder? Mr. Bad Crazy, ja, da bin ich ein Witz dagegen. Also der bläst, glaube ich, bloß umeinander. Und zwar wie ein völlig narrischer. Das tue ich, glaube ich, schon eine ganze Zeit lang nicht mehr. Außer wenn es berechtigt ist. Galadriel. Genau, und ans Licht vom Sam erinnert mich die ganze Zeit der Stor. Schöne Szenerie. Oh. So, und jetzt gehen wir schon wieder. Follow the light. You will find what you are searching for within the mountain. Gesehen, da hinten ist der Todekling. Der so wie Necke oder geheißen, glaube ich. Der ist am Felsen zerschellt. Wenn ich da noch wieder Licht ummache, ja.
Fetter Helch. Ah. Some new Gameplay Mechanics. Die 80er gehen sie aufs Merch drauf. Ja, natürlich kommen die aufs Merch drauf. Es kommt da irgendwo ein Piratenschiff hin. Soll ich das da auch wegmachen? Nein. Bad Crazy, bin immer dabei geblieben. Aber ja, den Typen, der blase ich nicht. Ja, ich hab's. Das ist also ein bisschen drüber nachdenken, tue ich schon auch. So ist es nicht. Ja, das ist schon. Das hat man auch bei mir gespannt. Oder hab ich bei mir gespannt. Die Frage ist, was muss ich denn da jetzt da? Muss ich die Wurzel am. Muss ich die Stauern an der Wurzel. Ah, die muss die Bläme, die Blüten da muss ich erwischen. Okay, verstehe schon. Der Macker ist schon. Das ist vielleicht ein bisschen zu over the top. Ich meine, natürlich gingen die Shorts gingen viral, das ist mir klar. Das kann ich nur verstehen. Kurze lustige Sachen, wieder reinbläht, Leitername und keine Ahnung. Das ist 30 Sekunden schon ganz lustig. Aber 4 Stunden lang wird es halt dann schwierig und anstrengend, wenn das der einzige Content ist, vollkommen auszumrasten. Darf ich nicht schmatzen. Darauf hat er sehr lange mein Content beruht, tut er aber auch schon sehr lange nicht mehr. Und die Unzufriedenheit dem gegenüber habe ich beim Skull and Bones Streams zum Gespüren gekriegt, so ein bisschen, wenn ich mir da in den Chat einschaue und so. Ah, da wird bloß noch umeinander bläht und so weiter und so fort. Und ich habe mich gewundert, so Leute, wisst ihr überhaupt, was vom Kanal das seid? Bis mir dann selber irgendwann einmal eingefallen ist, ja gut, vielleicht ist die Zeit einfach gekommen, wo die Leute nicht mehr da haben, nur da haben, weil ich umeinander blähe wie ein Behinderter. Möglicherweise. Hab's schon verstanden. Hab's schon verstanden, tu dich nicht weh. Jetzt hab ich auch verstanden. Und ich hab's auch von ein paar von meinen Freunden sogar schon gehört. Wenn es um den gegangen ist. Nicht oft. Ja, also das ist, dass wir alle 5 Minuten über den Markt reinschmerzen. Aber es ist schon zweimal drum gegangen und da ist auch nicht einer drin, der sagt. Das erste, was ich gehört habe, war, oh leck, Alter, ist das ein Unsympath. Da habe ich gedacht, okay. Seht ihr überhaupt dieses absolute Pro-Gaming da? Ja, ich war auch kurz einmal laut. Oh shit, oh shit, oh shit. Wow, das war knapp. Aber wir haben es geschafft. Lass sich mal nicht hinunter. Aber da können wir uns vielleicht noch im Gameplay noch ein bisschen unterhalten, ein bisschen ein Plätscher. Oh, wow. Okay. Wo muss ich jetzt hin? Aber weglaufen oder was? Ich kann gar nicht sehen! Oh Gott, was für Deutsch. Ob ich wieder irgendeinen Scheiß gelabert oder... Nein, du hast was geschrieben. Schreibt die Bad Crazy. Ich bin froh, dass du nimmer so viel herumschreist. Hab lang meinen Mann nicht verstanden, wieso er dich schaut. Ja. Ich will auch nicht jünger. Und... Es soll jetzt nicht heißen, dass die Rumblährerei Show ist, oder war? Ich wenn das richtige Thema für kurze Fix oder sonst was da willst, wie zum Beispiel die Skull and Bones Geschichte. Letztes Mal hat mich jemand gefragt, was ich von Battlefront halte. Da habe ich noch nicht gewusst, dass das Spiel neu released wurde und total im Arsch ist. Now, his image embodied the darkness that had drowned the world Mehr Geschrei, in now. bramble. Gibt keinen Grund. Künstlich umeinander blären der man auch nicht. Sarkast. Wenn es einen Grund gibt. Natürlich ist mit ein bisschen, wie soll ich sagen, Nachdruck umeinander blärt worden. Ist ja klar. Ja? Ja, weil lieber das Licht außer bei den scheiß Tentakel-Dingen.
Steinmann! Steinmann, Hilfe! Hilfe, Steinmann! Hallo, Steinmann! Einer meiner Lieblingsdinos in Ark ist gerade gestorben. Press F bitte. Ark ist zum Beispiel kruzifixwürdig. Weil wir gerade dabei sind. Und das, was der Wandler schreibt, glaube ich, beschreibt es gerade ganz gut. Ab und zu ein bisschen laut sein ist ganz okay. Aber nur umeinander blären, too much. Habe ich auch gar keinen Bock mehr dazu, aber bin ich total fertig. Aber wenn es einen Grund gibt, dann werde ich mit dem Maul schon aufmachen, der zählt nicht alle. Dann werde ich mein Göschchen schon... Olle felt a chill Olle. as he saw the warnings. Was ist da drin? Desperate mothers carrying their infants. They pleaded with them not to carry out the unspeakable acts they had set their minds to. Ist da wieder irgendeine Mom, die Babys am Teufel abschmeißt. Aber ist das schon wieder das Introducing zum nächsten Bossviech? Oh shit. Was genau soll ich da jetzt? Ach, da kann man jetzt. Hab schon gesehen, der zählt nicht runter. Ja, machst du mal einen Topf zu. Gut, dann müssen wir dann im Hervorrang springen. Oh, das war schon wieder knapp. Kruzifix. Bei Skull and Bones war es aber auch angebracht. Auf alle Fälle. Und trotzdem hat es Leute gegeben und auch in die Kommentare vom Short, also auf YouTube hat der Short da richtig gut funktioniert. Ich glaube, der hat 40.000 Aufrufe oder 50.000. Und das hat dann haufenweise, hat das Abos einer geschwappt. So viel wie schon lange nicht mehr. Genauso wie der Södermacki. Da muss ich umbleiben. Und genauso werden wir übrigens auch. Ich weiß nicht, was wir das jetzt sagen soll da. Hätte ich da jetzt auf was warten sollen? Ah. Ich habe schon wieder einen Topf gesehen, aber ich wollte es wissen, ob es auch einen Topf gibt. Beim Rumschreien kriege ich, ich bin geübt im Umanschreien. Aber 2 Stunden ununterbrochen umanschreien, geschweige denn 4, so wie es der andere macht, nein, muss nicht sein. Wem fällt noch auf, dass im Titel bei Nightmares das I groß geschrieben ist? Oh Gott, wir haben eine Vogelscheuche. Hinter mir haben wir eine Vogelscheuche, wo ein Stern zum Verstecken, ich weiß. Oh nein. Oh no. Was ist denn das wieder für ein Mistviech? Oh no. Gehen wir lieber mal. Okay, tschüss. Du kommst noch früh genug, habe ich das Gefühl. Du bist Licht raus. Ah ja. Ich glaube, ich verstehe. Also das muss man drucken, okay. Habe ich das I wieder groß geschrieben? Nein. Aber da ist schnell gehen muss. Jetzt zurück. Soundtrack ist auch schon wieder so fotzengrob, dass es zum Erscheißen ist. Da finde ich von direkt gerade aus hinten ist immer ziemlich schwer zum Singen. Wenn ich gerade... Mein Gott, was ist... Unangenehm! Ich gehe rechts weiter. Unangenehm! Das erinnert mich an den Typen im Amazonas, der da umeinander zettelt irgendwo. Und auf die Nacht macht er eine Feier und auf einmal schauen noch 25.000 Augen und es waren Alligatoren. Oh, die gingen unter. Okay, da muss ich mich schicken. Okay, da. Es war klar, dass irgendwann Plattformen kommen, die... Einmal links.
Schauen wir, wo es links weitergeht bei der Gaudi. Merken wir uns, dass da nur nach rechts gegangen war. Oh, komm ich da um. Ohne... Ja. Ein Fischersnetz. Okay, da haben Ranken drin. Kann ich da aufkreibeln? Ah, nice. Honey! Zu solch später Stunde. Danke für den 10er, Alter. Servus, Birger, liebe Grüße aus Ringsburg von Andi und Vreni. Da meine ich ist schon wieder Netflix und Chill am Start. Oder Birger und Chill. Was ist da los? Danke dir. Schöne Grüße nach Regensburg. Warte mal, eigentlich habe ich mich schon wieder sterben sehen. Ich sag das, was ist. Ah, jetzt müssen wir die Blüten finden wahrscheinlich da drin. Küss die mal. Dann haben wir da was freigeschaltet. Dann werden wir wieder... Was ist? Langsam kruscheln und kreisen. Meins, meins. Okay. Dachte ich mir fast. Bodeln! Bodelt haben wir schon lange nicht mehr. Wieso fährt denn jetzt das Boot da aus? Ich muss jetzt... So, ach, dann kann ich da zur Tür rausgehen. Schau, dass du nicht schleichst. Und jetzt können wir da davor bodeln, oder was? Kann ich da rüberspringen? Wo ist jetzt das Boot hin? Für was haben wir das Boot jetzt geholt? Wo ist das Boot? Hallo Boot! Oh. Ah, da sehe ich mich schon noch ein paar Meter saufen, tut nicht rein. Ist schon wieder Oktober. Halbert! Halber Oktober ist. Sag ich der Freiweg, wie es ist. Schauen wir mal, was wir da so haben. Ein Talpuppel. Oh. Und dann kommen wir noch mehr mal. Oh, da schreit ein Baby. Ja, Babyschreien ist auch nie zur Mischung hinzufügen. Okay, da ist ein Plus drauf. Nein, das haben wir noch nicht. Da haben wir... Ja, jetzt pass auf. Oh, jetzt gibt's die Rätsel. Was haben wir da zur Mischung hinzufügen? Was haben wir da? Kreis. 3 Kreise. Viereck. Vielleicht sollten wir erst einmal das Rezept finden. Ja, Raute. 2 Quadrat, aber ist wurscht. Da muss doch irgendwo ein Rezept... Kreis und Plus ist die Mischung. Wow! Da hast du ein Horror-Oktober! Im Horror-Oktober wird übrigens auch umeinander blättern. Was haben wir da? Gut, da werde ich die Mischung rein tun müssen, nehme ich mal an. Also, wir brauchen Kreis und Kreuz. Und also das Kreuz hat es da gegeben. Nehmen wir jetzt einmal. Mischung hinzufügen. Plus. Und dann brauchen wir einen Kreis. Wahrscheinlich nur ganz einfach am Anfang. Das ist das da. Okay. Und jetzt der wir die Mische da, der wir da rein. Vogel! Der Kadaver, cooler Schritt. Der Marker sagt, wenn du was willst, von ihm soll er ja, es umdreht. Ich meine nichts von ihm. War bloß mal eine Überlegung. So viel zu unsympath. Herzlichen Glückwunsch. Arbeitswag. Okay, 3 Kreise und Raute. 3 Kreise, Raute. 3 Kreise, Raute. Muss ich das noch der Reise mal? Es wird wurscht sein, nehme ich an, oder? Dann nehmen wir nämlich das Ding dazu. Und wo war die Raute? War ganz unten, glaube ich. Das muss dann was da rein. Raute 3 Kreise, da, der einzige, der mitdenkt, ist der Bernie. Was ist jetzt eigentlich die richtige Bezeichnung von dem Game? Jump'n'Run Horror. Jump'n'Run Horror Adventure. Darf ich fast sagen. Witchcraft, brew a potion, bring out the scales. Haben wir wieder ein Achievement gekriegt. Schauen wir mal, was da so los ist. Was haben wir da? Das schaut nach einem Kurbi-Ding aus. Muss man da abkurbeln. Oh, da hängen Blair Witch-Sachen umeinander. Das gefällt mir schon wieder gar nicht.
Es ist tatsächlich 10. Ja, eine Viertelstunde geht schon noch. Ein bisschen geht schon noch. Stopp, ich möchte das Bier hier lesen. Ist darum Babys zerstickeln? Sehe ich das richtig? Spitze. Okay. Legen wir mal die Kurve wieder ein, schauen wir, was passiert. Das ist kreislig. Und das da vor mir ist so dermaßen blutig und... War sonst noch irgendwas da drin? Nicht wirklich, gell? Und jetzt? Wenn jetzt da ein Kind aufhängt, Alter. Ja, wenn du jetzt da ein Kind hinhängst, dann flippe ich aus, das ist ja schon klar. Okay. Okay. Haben wir jetzt bei den Satanisten in der Bude oder was? Oh Gott. Ich habe ein Buch gefunden. Ah, ich muss die Bücher stoppen, dass ich da raufkomme, oder wie? Gib Buch. Brauchen wir noch mehr Buch? Mehr Buch? Da ist noch ein Buch. Ja, mit dem Schund. Mit pimmelt man da herin gar nicht lang an. Ich mag gar nicht wissen, was in der Tür ist. Ich mag überhaupt nichts wissen. Was haben wir da? Wieder irgendeine Puppel oder so? Nein, einfach gar nichts. Haben wir noch ein Bier hin? Ja. Gib ihm. Noch 5 müssen klar. Ah ja. Ich mag da nicht sein. Was auch immer da passiert, ich will hier nicht The sein. witch was ahead of him. Was war die Witch? Ola knew he had to hurry before she could complete the ritual. Oh If Gott. he did not catch up with the woman, the swamp would swallow another child. But he did not know that someone else wanted to hold him back. A midwife who wanted more dark souls to take care of. Jetzt wird's kreislig. Na, jetzt wissen wir jetzt kreislig. Ich laufe einfach weg. Ich hab keine Ahnung, wo wir hinlaufen, aber ich laufe jetzt da weg. Kann nicht der Froschkönig wieder mal daher segeln und mich abholen oder irgend so ein Scheiß? War mir wieder eine Sache. Immer gleich mal rechts. Aber was passiert? Und nicht rumspringen, meinst du? Ich probier's. Ich hab eigentlich schon wieder einen Topf gesehen. Ich sag's, wie es ist. Okay.
war wieder alles mehr Dusel als Verstand. So, und wo geht's jetzt weiter? Das sind nette Ideen für das Gameplay. Nein, nicht. Ja, wo muss ich denn hin? Ach. Gerade hab ich's noch gelobt. Ist das jetzt wieder Try and Error? Ich hab nämlich da hinten nichts gesehen, wo es weitergeht. Aber ich schätze da mal nach rechts. Oh, ich springe einfach mal nach rechts um. So, wie viel Depf kassieren wir uns jetzt da? Ich seh nicht, wo es weitergeht. Bleiben wir einfach mit drauf stehen. Unten geht's weiter. So, wir haben wir nicht gesehen. Sagst du freiwillig, wie es ist? Ich hab's nicht gesehen. Okay. Müssen wir 2 Depf schreiben. Hilft nicht. So, wo ist weiter? Da ist weiter. 6 nach 10 ist schon, ich hab's schon gesehen, Kinder. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann nicht aufhören. Spricht für ein schlechtes Spiel. So, müssen wir uns da wieder umziehen wahrscheinlich, oder? Ja. Genau so ich da jetzt mal. Ja, freilich lasst mir die aus, das ist eine gute Idee. Ja, tolle. Scheiße, hätte ich jetzt da unterm Oberfallen noch treffen. Was ist denn jetzt? Ah, ich glaube, ich verstehe es schon. Ach, bis ich da wieder Ziel geht, weit wieder unter. Was ist denn? Oh, leck, du Fotze! Oh mein Gott, was? Ich kann nichts anderes tun, wie jetzt da drauf schießen, oder was? Hau ab! Wenn die schwarzen Blubbel dabei sind, kommt sie aus. Das war knapp, der eine ist daneben gegangen, ich hab's genau gesehen. Irgendwann ist gelangt. Muss ich da sonst irgendwas? Irgendwann. Da kommt jetzt dann mit Sicherheit eine kleine Phase 2 noch dazu, dass ich mich ziehen muss. Das ist die Base. Das ist die Base. Ist es nicht. So nicht. Kerlhexen! Ja, der Zero Deep! Ich wetten, dass die jetzt auch noch mal kommt, wenn wir uns da umziehen, gebe ich dir Brief und Siegel. Alter, hat's mich jetzt gerissen. Mir hat du nicht mehr. Wie war das? Kann ich Jumpscares? Kruzifix? Ja, hab ich auch gemeint! Was soll ich machen? Was soll ich machen? Hashtag Flashbang! Da hätte man eigentlich nur eine Gameplay-Phase dazu bauen können, dass man sich ziehen muss und wenn sie wieder her schwimmt, dass man dann noch schießen muss, damit man ein bisschen einen Stress kriegt. Aber so war es ganz okay. So, ich springe jetzt da so her und mach die Bude da auf. Und dann haben wir ein Achievement gekriegt, das heißt Kerlhexe. Warum spielen wir das Spiel nicht im Oktober? Weiß ich nicht. Für den Oktober ist es wenig krass.
Im Oktober packen wir wieder die Indie-Games aus, das sagt der Ives. Hoffentlich gibt es bis dahin den zweiten oder dritten Teil von dem einen, was wir gespielt haben. Das war stark. Ah, wie Zwack. So, zerstückelt sie jetzt da in der Schupfe drin das Neugeborene. Sehe ich das? Okay. Kurz was testen. Ich will bloß wissen, wo wir weitermachen müssen nächstes Mal. Und ob das jetzt ein guter Cliffhanger ist oder nicht. Mal schnell fortfahren. Aber normalerweise müssen wir genau da stehen bleiben. Das glaube ich schaut gut, das ist ein guter Zeitpunkt. Ja, stehen wir genau da. Ciao, Freunde der Sonne! Ihr wisst, was das heißt. Wenn das kein guter Cliffhanger nicht ist, dann weiß ich es auch nicht. So, bevor Sie jetzt wieder alle schleichen, tuten Sie mir einen Gefallen machen. Bitte smashen Sie den Like-Button if you want to. Please. Thank you. Und alle nein, lasst mal ein Abo da. Das ist schon gemacht. Ist irgendjemand Neues da? Ist irgendjemand zum ersten Mal da? Würde ich immer gerne fragen, aber jetzt, wenn ich das frage, schreiben 100 Jahre die Namen da ein. Ja, ich bin zum ersten Mal da. Ja, ist ein gutes Spiel. Solides Spiel. Für 2 Streams, beim nächsten Mal spielen wir es fertig. Wie weit haben wir ungefähr? Wo ist der Maxl? Oder der Maxi, glaube ich, war es, oder? Oder das bayerische Blut. Irgendjemand, der es mir empfohlen hat. Wie weit haben wir ungefähr bei der Hälfte? Und wenn wir das nächste Mal bis um 11 spielen und dann fertig sind, dann bin ich zufrieden. Man muss ja aufhören, wenn es am schönsten ist, und ich bin halt das erste Mal da. Ja, Maxi, genau. Like habe ich schon, Abo habe ich da gegeben. Der Herr Walter, du bist auch schon öfter da gewesen. Ja, ich bin zum ersten Mal da, bin fast neu. Da steht bei dir, weiß ich, du bist tatsächlich relativ neu. 25% wie immer, ja, okay. Ich nicht, aber du kannst ja mal meine Frau fragen. Was? Da ich heute vor circa 5 Jahren oder so. Ja, geht sie hin, bin seit 4 Jahren dabei, aber habe keine Mitglieder. Das war jetzt nicht die Frage, wer Mitglied ist oder nicht. Das ist immer was, um das geht's nicht. Sondern wer heute zum ersten Mal im Stream da ist, wer mich vielleicht erst gefunden hat oder irgendwas, das interessiert mich immer. Darum, smash the Like-Button! Wichtiger denn je, da wir mir eigentlich fast nur noch Streams machen. Umso mehr hilft es mir, je mehr Interaktionen auf den Sachen dann drauf sind. An der Stelle natürlich auch immer einen schönen Gruß an den Nachschau-Squad, der immer fleißig nachgepimmelt. Der mitschreibt, das ist mein erster Tag heute. Da weiß ich es jetzt nicht hundertprozentig. Ich glaube aber, den Namen Mitch habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Der Christoph M. schreibt, ich bin neu. Hanuta, ja, jeder, der einen kleinen Pömpel droht, braucht nicht schreiben, er ist neu. Das weiß ich selber. Der Nitro King, bin seit dem ersten Bulldog Royal dabei. Bei dir, Nitro King, die habe ich schon öfter gelesen. Ja, Wauzi, du bist da ganz neu. Ganz neu. Wer immer dieser Wauzi ist, keine Ahnung. Ich bin Mitglied da, ja. Manchmal aber auch ohne. Nicht so aktiv im Stream gewesen, aber die Videos und so weiter von Anfang an, vor allem mit die Kruzifix. Ja, wir machen mittlerweile ja eigentlich nur noch Streams. Jetzt kommt dann allerdings wieder der Zirkel des Sommers so ein bisschen. So, wir haben ja noch diese Woche und nächste Woche dann ist Zeitumstellung und dann ist, das ist auch für mich irgendwie so ein komisches Gefühl, wenn es dann auf einmal um 8 Uhr noch hell ist. Direkt jetzt wahrscheinlich in 2 Wochen ist dann um 8 Uhr noch nicht hell, aber so ab Mitte, Ende April ist dann einfach um 8 Uhr noch hell und da ist Streamen immer seltsam. Am Montag und Mittwoch. Und dann wird es etwas weniger Wochenend-Streams geben. Aber, was auch dazu kommt, da haben wir uns letzten Freitag schon unterhalten. Da Freitag haben wir nicht so viele Leute da. Das hätte ich vielleicht von Anfang an immer kommunizieren sollen mit, es gibt nicht nur jeden Montag und Mittwoch Streams, sondern auch manchmal am Freitag. Wenn es Freitag-Streams gibt, dann kündige ich die im Discord an. Und über den Winter habe ich mich ganz furchtbar fest angestrengt, dass wir jeden zweiten oder 2-mal im Monat oder 3-mal im Monat am Freitag auch noch her streamen. Und das, glaube ich, habe ich ganz gut hingebracht. Ohne dass es mich nervt. Das ist das Allerwichtigste. Der Spagat zwischen, ich habe keinen Bock mehr, und aber trotzdem oft genug, weil ich mich einfach immer weiter in einer Bringschuld fühle. Wenn ihr werdet nicht weniger zum Zuschauen, die Mitgliedschaften werden alle mehrer, wobei sie die auch immer so die Wiege halten. Manchmal ein Tag dabei, da schwappt dann 10 rein und am nächsten Tag hauen wieder 10 ab. Um das geht es überhaupt nicht, das ist mir wurscht, aber das ist für mich so ein bisschen,
du musst mehr machen, das schlechte Gewissen mit die keine Videos mehr, das hast du schon überwunden jetzt, Gott sei Dank, aber dann konzentriere dich wenigstens auf den Stream und such gescheite Spiele aus und halt dich da dran und mach ein paar extra Runden. Dann streamen wir halt eine Stunde später. Nein, dann müssen die von 9 bis um 11 und Birgerin geht meistens so um 10 ins Bett. Die ist schon saulästig, dass ich mittlerweile so lang stream. Darf's nicht hören. Das darf's nicht hören. Wenn ich so gefangen hast um 9 Uhr und her um 11, 12 Uhr auf, dann bringt's mich um. So, aber was mich, kann man mir immer relativ und eigentlich sehr und immer sehr offen hier sprechen, außer um das neue Projekt, über das ich nicht reden mag, kann und soll. Das wird wahrscheinlich den Platz des Podcastes einnehmen. Haben wir am Freitag schon kurz drüber geredet, aber da waren nicht so viele Leute da. Es wird wahrscheinlich eine unvorhersehbar wie lange Pause mit dem Podcast geben. Weil eben da seit ein paar Wochen das Gefühl aufkommt, immer und immer wieder, eigentlich habe ich keinen Bock. Es verschwindet zwar dann, ähnlich wie beim Stream da, wenn ihr mal keinen Bock nicht habt. Es ist kein neues Format. Ob ihr da davon jemals irgendetwas sehen werdet, steht in den Sternen. Ganz weit in den Sternen. Kann ich nicht sagen. Das ist etwas ganz was Neues. Das hat mit den Streams und mit YouTube eigentlich gar nichts zu tun. Mehrere kann ich und mag ich aber auch gar nicht sagen. Wenn es da was zum Herzen gibt, zum drüber reden gibt etc., seid ihr die Ersten, die es sehen werden. Und derjenige, mit dem ich es mache. Aber beim Podcast ist es so, dass ich mir jede Woche seit der Zeit jetzt denke, seit 2 Monaten schon denke, immer wieder so, es ist immer das Gleiche, das war immer ein Gaudi-Projekt, immer. Und ich habe mir immer schon geschworen, wenn ich irgendwann keinen Bock mehr habe, dann lass es einfach bleiben. Das heißt nicht, dass der Podcast gecancelt ist, aber dass wir mal eine längere Pause hineinfladern. Ziemlich bald. Dann, der Sprengi schreibt auch, du darfst streamen, sie kriegt eine Kich, wo ist das Problem? Ich meine, du schreibst was anderes, aber ja, ich krieg demnächst eine neue Kich. Da bin ich auch mindestens 2 Wochen komplett landunter. Da wird es wahrscheinlich anstrengend genug, dass ich auf die Nacht auch noch 2 Stunden inklusive Wochenende einen Stream außerpimmelt, ohne dass ich im Sitzen einschlafe. Und dann nehme ich mir damit, der Podcast kostet mich, die anderen zwar nicht. Die anderen zwar eine Stunde da und nach einer Viertelstunde wieder fort, aber mich kostet der Podcast halt immer einfach einen ganzen Nachmittag. Und das ist einfach, ich habe auch immer das Gefühl mittlerweile, so, es ist permanent das Gleiche. Es ist irgendein behinderter Sauschmerz, so nach 10 Folgen wieder über das Gleiche von vor 10 Folgen. Und eventuell war es ein Fehler, die Folgen wöchentlich zu machen. Jetzt kommen gleich wieder 5000 Vorschläge mit, ja, macht es halt dann bloß einmal im Monat, oder macht es halt dann bloß das, macht es halt dann bloß das. Auch das hier, ich sitze mir da her, ich spiele Computer, labert mit euch, das ist keine Arbeit in dem Sinn. Aber ich habe eine Verpflichtung, ja, Termine, ich habe das permanent im Hinterkopf, das ist, darum fühlt es sich an wie Arbeit. Schwierig zu erklären. Vor allem für jemanden, der wahrscheinlich auf einer Baustelle arbeitet und mich dann da sich beschweren sagt, dass 2-3 Stunden Computerspielen 3-mal in der Woche zu viel ist. So war es nicht gemeint. Aber am Podcast, ich muss dann jede Woche wieder schauen mit den anderen 2 Schmerzen. Der Flo beginnt auch ein Projekt neben seiner Arbeit und neben dem Podcast und so weiter, das bei ihm sehr viel Zeit in Anspruch nehmen wird. Und ich halt auch, beziehungsweise ich habe schon angefangen damit, das kommt jetzt ist die Frage, wann es da mal was zum Herzen gibt, das irgendwann vielleicht. Wir werden sehen. Aber es hat eventuell damit zu tun, es hat mit gar nichts was zum tun. Es geht auch noch kein was an, um ehrlich zu sein. Wenn das hier hat, dann werdet ihr es schon mitbekommen. Und am Flo dann wird es immer schwieriger, die 3 Affen zum Koordinieren. Wie oft war der Kani dieses Jahr schon nicht im Podcast dabei? Ich glaube 3 oder 4 Mal. Und so weiter und so weiter. Und das nervt auf Dauer. Ich sage das freiwillig, wie es ist. Das ist der nächste Grund übrigens, warum es mich ein bisschen mehr nervt wie die anderen 2. Ja? Ist der wieder nicht da, dann kommt der wieder nicht, dann darf es dir da passen und so weiter. Und das nervt einfach. Das ist einer der Hauptgründe, warum ich eigentlich meine Dinge immer allein mache. Immer. Und nicht dauerhaft zum Beispiel Stream-Spätzchen da habe und so.
Das nervt mich einfach. Nervt einfach. Der Flo wird demnächst auch nicht Cheerleader, da wird es noch knapper. Ich weiß nicht, ob er da jemals nochmal hingeht, ich glaube nicht. Mensch, sag mir, was ist bitte? Nein. Der Flo ist ja demnächst auch ein Cheerleader, da wird es Gadi ist wahrscheinlich gestern rausgeflogen, da ist er rausgeflogen, ja. Nein, er ist Totengewinner, gesagt, Alter, das ist gar nichts für mich und hat nie wieder was gemacht. Er geht zu den Zeugen, ja, was er muss jetzt samstags einen Wachturm in der Fußgängerzone verteilen, da bleibt keine Zeit mehr für den Podcast. Nein, aber dieses Projekt, das ich da beginne, frisst. Na gut, kann ich mir natürlich selber einteilen. Ich bin jetzt nicht in einer anderen Arbeit oder sonst irgendwas. Aber das ist eine eigene Arbeit, die man sich da antut. Und wenn ich Bock habe drauf, dann investiere ich da sehr viel Zeit, wie es mit allen meinen Projekten ist, die ich anfange. Und es ist, da haben wir auch vor einer Zeit einmal geredet, sie irgendwas suchen mit einem Ziel vor der Nase. Und das habe ich schon eine Zeit lang nicht mehr. Ja, ich glaube, dass ich mit YouTube und Streamerei und was weiß ich, glaube ich, habe ich alles erreicht, alles gemacht, was ich machen will. Da kämen, das werde ich nicht vernachlässigen. Ja? Das ist ganz furchtbar wichtig. Und genau darum cancel dir lieber einen Podcast, bevor ich irgendwas anderes cancelt. Das hier wird alles, halt, stopp, hier bleibt alles, wie es ist. Hier bleibt alles, wie es ist. Was das für ein Projekt ist, da könnt ihr euch hier einen Kopf drüber, es ist kein Nachwuchs, weil ich das auch schon gerade gelesen habe. Da könnt ihr hier einen Kopf drüber zerbrechen, könnt ihr ein Ratespiel machen, das ist mir wurscht. Aber es hat nichts mit dem hier zu tun. Nichts mit YouTube, nichts mit Stream, nichts mit gar nichts. Macht er jetzt mal seine T-Shirts, Herr Silber. Das wird sein Projekt, ja. Das hat er allerdings schon seit einem Jahr am Laufen. Aber ja. Bürgerwetti wird jetzt. Was Trachtmann-Verfilmung und du in der Hauptrolle. Ja, genau. Da muss ich aber zuerst noch 3 Jahre trainieren, jeden Tag 8 Stunden. Ja, das ist sehr naheliegend. So, Schluss mit Umeinandergesserei, weil sonst. Wird dann nur wieder, das kehren wir sofort wieder den Teppich. Ich möchte bloß wissen, dass ihr wisst, dass es ein anderes Projekt neben dieser ganzen Geschichte hier gibt und dafür muss irgendwas gecancelt werden. Müsste eigentlich nicht, aber da ich schon immer so das bisschen Bauchgefühl seit ein paar Wochen habe mit dem Podcast, werden wir einen Podcast vorerst pausieren. Auf unbestimmte Zeit. Und wenn das mit dem anderen Projekt nicht hinhaut, was ja immer passieren kann, das hat in der Zwischenzeit übrigens schon einmal noch ein anderes Projekt, von dem ihr gar nichts mitgekriegt habt, das hat auch nicht so ganz hingehauen, dann Mund abputzen, weiter geht's. Ganz fucking einfach. Und diesmal nehme ich mir aber die Zeit dafür und lasse dazwischen nichts anderes hinein, was mich ablenkt. Das hier lenkt mich nicht ab, ja. Das hier bleibt alles so, wie ich gebe meinen YouTube-Kanal, ja, dass ich blöd bin. Sagen wir es auch, wie es ist. Na, und irgendwann komme ich zurück und habe einen sicheren Bizeps da herum und einen Waschbrettbauch. Der Waschbrettbauch muss weichen für Blutschmerz. Dann rede ich keinen Scheiß mehr und irgendwann hören wir zum Streamen und YouTube auf. Dann haben wir hier einen Bizeps so groß wie Fußbälle, aber das Pro-Gaming schwindet. Mein Küchenumbau, ja, für den brauche ich mindestens 3 Jahre. Aber der Küchenumbau ist das. Nach dem Küchenumbau kommt übrigens den ganzen Sommer wahrscheinlich ein Gartenumbau. Das ist nur das Nächste. Das ist nicht das Nebenprojekt, von dem ich rede, aber das kommt nach der Küche unmittelbar, je nachdem, wie es wieder ist. Aber so ist es. Das rate ich übrigens an jeden. Wir haben doch im Winter auch ab und zu mal drüber geschmatzt, so Motivationsloch und wieder Dauer so und alles behindert und Dauer Bore-out und irgendwas. Such dir Apps, auf was du Bock hast. Leg dir ein Ziel vor die Nasen, das realistisch erreichbar ist. Nicht diese ganzen super Motivationstrottel mit, ja, du musst einfach nicht so lange dran glauben, dann wird's schon. Nein, wird's nicht. Du musst dich hinsetzen und machen. Und ja, und du, ganz ehrlich, wenn das Projekt nichts wird, wie schaut's aus? Machen wir nochmal was anderes? Machen wir da herin irgendwas anderes? Nice, was weiß ich? Da kümmert sich der Zukunftsbürger drum. Ja, wir werden sehen. Bei mir ist dieses Jahr Balkon hübsch machen angesagt, Markise, Kräutergarten etc. Balkon trifft was? Greenscreen rechts? Ich habe schon gesehen, ich muss mir die scheiß Webcam endlich da fest montieren, damit das da mal nicht, sobald ich meinen Monitor ein bisschen dreht, zeigt wieder alles irgendwo hin und was weiß ich. Der Mike schreibt, Herr Lex, wie oft muss ich nachschreiben, dass du mal in VIP-Schmerz schauen sollst? Ich weiß nicht, haben wir aus der Vergangenheit nichts gelernt. Je öfter dass du schreibst, desto weniger schaue ich nach. Wann ist denn der Keller dran? Im gleichen Zug mit der Küche. Den schiebe ich jetzt seit 8 Jahren oder seit 7 Jahren. Das habe ich im ersten Ich gehe in die Sommerpause-Video schon gesagt, dass ich einen Keller herrichte, glaube ich. Aber jetzt muss ich. Weil Sachen aus der Küche in den Keller müssen. Kommt. Balkon hübsch machen. Ich höre da nur Brust, ist das neue Wort für Brust-OP, sprenge ich, richtig.
Ein Carport kriege ich nicht, nein. Das ist mit anreichend viel Arbeit verbunden, was wir mir im Garten vorhaben. Wir haben auch eine kleine Terrasse und so weiter und so fort, aber die ist total zugewuchert und alles und das gehört alles um. Das ist zu schwierig zu erklären. Und nein, da gibt es natürlich keinen Stream, da kann ich gleich meine Adresse da jetzt ins Internet eine posten und in 5 Minuten stehen dann 30 Leute da und schauen mir beim Gartenwerker zu. Now about no. Carport gibt es nicht, aber vielleicht kriegt der aufblasbare Pooler doch. Das weiß ich noch nicht. Je nachdem, wie viel Platz das wir schaffen können. Mal gucken. Ich hab Manadiv, die müssen weg, aber nicht hübsch gemacht werden. Du kannst einen Pimmel ins Brust haben, stehen dann die Mädels drauf. Froder Beutel im Bank hat angerufen, das Konto ist voll, jetzt muss der Bürger das Geld ausgeben. Du, ganz ehrlich, irgendjemand hat danach gefragt, nach einem Küchenbeutel. Vorher, nachher. Ich schwöre dir bei Gott, wenn du die Küche, die wir mir seit 8 Jahren da herum haben, sehen darfst, darfst der eiskalt am Bugel runterlaufen und Zehennägel auftragen und was weiß ich. Ganz bestimmt stehe ich davon kein Bild ins Internet. Ganz bestimmt nicht. Und eine Küche, glaube ich, hat sich jeder, der Mitte 30 ist, schon mal geleistet in seinem Leben und das ist meine erste. Da glaube ich, brauche ich mir jetzt nicht von wegen Geld verdienen etc. rechtfertigen. Küche-Level Rainer Winkler? Na, so krass auch nicht. So krass auch nicht. Aber 50-60% davon. Das glaubst du denn nicht. Hätte der Gartenbaufirma Schleichwerbung hust? Ja, sicher nicht, hab ich auch. Nick, schleich dich, gute Nacht. Wie geht's die Miezes? Die Miezes geht's blendend. Allen geht's blendend. Fichten-Moped-Stream. Hot-Tub-Stream incoming. Der kommt vielleicht irgendwann einmal. Vielleicht kann ich nämlich das Ecker so herrichten, dass man nicht sagt, wo ich bin. Ja. Kirch kaufst mit Glück nur einmal. Ja, genau. Mit Glück, wenn man drauf aufpasst, eventuell. Nein, ich vergunde alles Bier. Nein, um Gottes Willen, so war es jetzt nicht gemeint, Herr Froder Beutlin. Aber du kennst das ja. Na, wie oft rechtfertigt mich für das, was da passiert. Ich habe es euch schon 1000-mal gesagt, ich weiß nicht, was da passiert. Aber vielen Dank natürlich. Hast du das schon verdient da? Nein, habe ich nicht. Ich sitze da und spiele Computer. Nein. ich weiß nicht. Ihr entscheidet das, ob ich es verdient habe oder nicht. In meinen Augen habe ich es nicht verdient. Manchmal passieren da wirklich Sachen, die völlig narrisch sind. Und ja, vernünftige Küche ist halt immer unverschämt teuer. Das ist richtig. Es wird keine 20.000 Euro Küche. Ich mache extrem viel. Ich mache fast alles selber. Eigentlich mache ich alles selber. Außer das Streichen. Das ist was, das hasse. Das lasse ich mal. Aber da gibt es jemanden in der Familie, der mir das einigermaßen preisgünstig und dafür sauber macht. Und dann brauche ich noch ein paar Hilfen von einem erklärten Elektriker, weil wenn ich in Starkstromsteckdosen eingelang, dann macht es Britzel und der Bürger ist fort. Und Mr. Raven, ich schleiche mich auch bis Donnerstag. Am Donnerstag bin ich nicht da. Wir sehen uns am Mittwoch um 20 Uhr und am Freitag um 20 Uhr. Was müssen wir am Freitag um 20 Uhr deren? Easy. Da gibt es wieder Nippelklitz das letzte Mal für diese Saison. Ah, im Sommer der wir das nicht. Im Sommer sitzen wir nicht am Wochenende her und bauen Lego. Das der wir nicht. Stopp, es ist kein Lego. Mold King. Entschuldigung, Nippelklitz. Deswegen habe ich den noch schnell rausgereiht. Weil es eben ab Freitag in der Woche. Der Sascha schreibt, danke für die gute Unterhaltung. Minus Kappel. Kappel kommen nicht so schnell. Kommen wahrscheinlich sogar ganz furchtbar lang nicht mehr so schnell. Dafür kommt eventuell was anderes. Hat auch nichts mit dem anderen Projekt zum tun. Wie gesagt, es hat nichts mit hier drin zum tun, hat nichts mit euch zum tun, hat nichts mit YouTube zum tun. Es kommt aber eventuell was anderes. Ob das noch dieses Jahr kommt, kann ich nicht sagen. Aber es kommt etwas und es ist etwas in Planung. Beziehungsweise es ist etwas auf einen Zettel gekritzelt, was ich mir schon sehr lange arbeite. Und mit sehr lang meine ich sehr lang. Und wenn ich das so hinkriege, wie ich das da auf dem Zettel habe, dann wird es aber auch unfassbar geil. Dass kein einziger da herin sowas jemals schon gesehen hat. Bin ich mir fast sicher. Der Bürger bringt seine eigene Pubertsorten aus. Der Bürger kuscht, da spült sich ein Spul vor der Lohr. Nein, das ist auch nicht. Allerdings, hey, es ist ja bald soweit, in 14 Tagen ist es legal. Da bin ich gespannt jetzt, wie der Söder-Macke das Gesetz adaptiert und wie das dann läuft und so. Da bin ich gespannt. Habe ich auch schon freiwillig in die Kamera gesagt, als Raucher interessiert mich ein Scheißdreck, sage ich, aber es ist aber ich dachte genau bauen. Wobei da auch wieder die Frage ist, was war zuerst, das Huhn oder das Ei, wo kriegen die Samen her? Die Clubs machen erst im Juli machbar oder im August machbar.
glaube ich, wo kommt man dann Samen her? Wo kriegt man, wo? Grow Squad, wo? Und wir brauchen einen Bubat Squad und wir brauchen einen Grow Squad. Ich hab nicht, das wisst ihr aber auch schon immer, glaube ich hab nichts gegen das Rauer. Also jeder hat einen Rauer. Wenn ich mir das Recht außernehme, dass ich stehe jetzt auf nach dem Stream, saufe mir mit einer Flasche Wodka und den Tisch ein, dann werde ich wohl den Stepper, der erwachsener Mensch natürlich, keine Kinder, ist genauso illegal für Kinder wie für Erwachsene, auf die Nacht auf die Couch sitze oder am Balkon rausgehe, quatsch an und leg mich dann hin und chill die Kniescheibe. Kann ja jeder machen, meinetwegen. Ist mir wurscht. Einfuhr legal Spanien. Was? Die Samen kriegst du von mir. Ika schreibt Discord, Franz Brandner, Österreich. Ja, ich habe auch schon den Tipp bekommen, dass man die in Österreich bestellen kann. Ja, aber ist das legal? Um das geht's. Weil ich mag nichts Illegales tun. Grow Squad, ich mag ein neues T-Shirt. Ja, tu dich nicht ab. Wir können uns da, das meine ich übrigens für ernst, dass mich das interessiert. Die Art von Aufziehen halt. Als Freipflanze. Ich hab nicht vorher herin, mir eine Growbox zu bauen oder irgend sowas. Das war noch interessanter, aber schon draußen. Ja, mit dem Ozean und so weiter. Und dann machen wir irgendwann How-to bauen. Ja? Vielleicht habe ich es ja auch schon mal da, aber. Ja. Was? Aber das ist verjährt. Das ist Überziehung. Außerdem hat es die Mom großgezogen und nicht ich. Das war das Allergeilste. Eigentlich kann ich die Geschichte erzählen. Sag ich jetzt freiwillig, wie es ist. Aber ich weiß nicht mehr, wo wir die Samen hergezogen haben. Ich weiß es nicht mehr. Dann habe ich mich damit befasst, so, wie man das macht und so. Deswegen interessiert mich als Anbauen so. Und nicht als Raucher selber. Muss ich das eigentlich jetzt noch dazu sagen? Das ist eigentlich scheißegal, selbst wenn mich das Raucher interessiert, dann kann es euch auch wurscht sein. So. Tut es aber nicht. So. Und ich weiß nicht mehr wann das war. Ich glaube 2007, 8, 9, irgend sowas. Also vor über 15 Jahren. Und hab dann die kleinen Samen da gehabt und hab die aufgezogen, hat das wunderbar funktioniert, wenn man das macht. Ich kann sogar noch sagen, wie ich das gemacht habe. Da nimmst du also die drucken Samen da, dann nimmst du einen kleinen Teller, tust Zebra rein und dann verteilst du mit einem 3 cm Abstand die Samen drin, tust der Zebra drüber und machst das nass. Nimmst dann einen zweiten Teller und machst ihn zu. Und dann wartest bis so 2, 3, 4 Tage, stellst es aufs Fensterbredel, am besten wo keine Heizung nicht läuft und so. Wobei es leicht wurscht ist. Und dann fangen die an auszudrehen. So 2, 3 cm. Und dann kaufst du so Jiffys, was das genau ist, das kann ich euch. Da können wir uns dann machen wir einen Grow-Channel im Discord. Sehe ich das richtig? Ha? Das Pro-Gaming-Gatteln. Da kommt mein grüner Daumen zum Auto anbauen. Ja, müssen wir mal. Sag ich dir, was ist. Alles Satire, gell? Nein, ist überhaupt keine Satire. Das ist lang verjährt. Ich kann da sagen, das ist 2007 oder so. 2007 oder 2008 war das. Das ist dann 16 Jahre her. Sollen sie mir am Arsch lecken, ist mir wurscht. Und genau, dann gibt es so Jiffys. Was sind Jiffys? Das hast du vielleicht schon mal gesehen, das sind diese zahnpressten Erdetabletten. Die sind ungefähr so groß. Die kann man einzeln kaufen, gibt es im Hagebau und keine Ahnung. Habe ich übrigens vorgestern am Samstag im Hagebau auch mitgenommen. In weiser Voraussicht. Und da war noch so ein kleines Mini-Gewächshäusl dabei, ja, da wo die alle schön reinpassen. So. Und die, wenn du den Wasser tränkst, dann platzt die auf. Dann haben die so ungefähr so faustgroße, bisschen kleiner wie eine Faustgroß, ich hab gar eine recht kleine Faust, so faustgroße Erdbatzerl, die richtig Quelltöpfe, ja, ich nenne es halt Jiffys, ich kenne das andere Wort nicht. Quelltöpfe, richtig. Und da ist ein Netz rundum, also die werden ja nicht größer und so. Und da kannst du dann den angekeimten Samen, den tust du rein, so einen Zentimeter, machst zu. Und dann kannst du es einfach hinstellen. Und dann stellst du es ans Fensterbredel, dass die halt Sonne kriegen, ja, damit die Pflanze weiß, wo ist oben, unten, bla bla bla. Und dann wartest das dauert nicht einmal eine Woche, dann haben die Pflanzen halt so groß. Und dann kannst du es entweder gleich in einen Riesentopf rein da, damit die später groß werden kann, oder halt Stückel für Stückel in einen Topf und weiter. Und dann kehren die natürlich regelmäßig gegossen, nicht übergossen. Ansonsten sind die Hanfpflanzen extremst robust gewesen. Brutalst robust gewesen. Ich habe mich da teilweise tagelang nicht drum gekümmert, bis mir wieder eingefallen ist und dann habe ich mich wochenlang nicht mehr drum gekümmert. Und irgendwann nach 5 Monaten waren die größer wie ich. Und dann habe ich mich so gefragt, so, wie zur Hölle geht das denn? Bis dann aufgekommen ist, dass sich mein Mann drum kümmert hat. Und dann habe ich festgestellt, so, wollte ich den nicht eigentlich vor der Mom verstecken, weil, so, du weißt das eh,
war einfach wurscht. Ja, ich hab's dann gegossen, schau hin, wie groß das die geworden sind, das ist ein Wahnsinn und so weiter und so fort. Und da ist richtig viel rausgegangen. Das sage ich dir, was ist. Es waren, glaube ich, 10 Samen habe ich gehabt. Ich weiß nicht mehr, wie viel, dass ich da rausgebracht habe. Ich hab's nicht gewogen. Also ungelogen, das darf ich jetzt freiwillig sagen, ich habe es nicht gewogen. Ich habe dann irgendwann fangen die Pflanzen dann, das ist der kritische Zeitpunkt. Ich habe mir nicht feminisierte, sagt man das so, oder feminisierte Samen gekauft. Das bedeutet, das, was du rauchen kannst, geht nur aus der Blüte raus. Nur weibliche Pflanzen können Blüten bilden. Und ich habe mir nicht feminisierte Samen damals gekauft, das weiß ich noch. Dann habe ich aus 10 Samen, ich weiß nicht mehr wie viel Stück genau, aber das ist ja wurscht, ein paar Mandel dabei gehabt. Das merkt man dann. An was merkt man das gleich wieder? Das weiß ich nicht mehr. Merkt man das an der Form der Blüte? Ich weiß es nicht mehr. Das ist zu lang her, weiß ich nicht mehr. Aber du kannst es dann auf alle Fälle optisch unterscheiden. Das ist Mandel, das ist Weiberl. Und vor allem, wenn du das Mandel beidelst, dann fällt halt weißer Staub raus. Und wenn der Staub das Weiberl berührt, dann werden ziemlich schnell aus den Blüten wieder ganze Samen. Also du kannst theoretisch, wenn du jetzt 10 Pflanzerl hättest, könntest du hergehen und ein Mandel und ein Weiberl zum Beispiel wegtun. Die stellst zusammen, damit das eine Mandel das Weiberl bestäubt und dann werden da nicht rauchbare Blüten draus, sondern eine Kerbe voll Samen. Dann werden aus 10 Samen werden dann 50, 100, 150. Und bei den anderen, die Weiberl, die lässt natürlich stehen, um die kümmerst du, die tust nach wie vor in die Sonne. Und Mandel tust weg, die schneidest ab und killst, damit die Weiberl nicht bestäuben können. Und dann schneidest irgendwann Frodo! Welcome to the Squad. Kuss auf die Nuss, Bussi auf das Nussi. Ab in den Chat habe ich die Ehre, Frodo. Genau. Und was ich auch noch weiß, die Blütephase. So macht man das in der Growbox dann. In echt draußen mit der echten Sonne ist es wurscht. Irgendwann werden die Tage kürzer. Und die Pflanzen kapieren das anhand davon, wie viel Sonne die am Tag kriegen. Also wie viele Stunden Sonne, dass die am Tag kriegen. Das heißt, du kannst theoretisch, wenn du eine Growbox hättest, kannst du die Blütephase schon einleiten, währenddessen die Pflanzen gerade noch so groß sind. Aber ungelogen, die waren größer wie ich. Ein paar, nicht alle, aber 2 oder 3 waren größer als ich. Und wird das abgeschnitten, dann hängst du das auf. Die habe ich dann in den Keller eingehängt. Ist, weiß ich nicht, 2 Meter Reihe Blüten da. Schluss jetzt, Tobo! Erinnert mich ein wenig an Edeltraud, oh Edeltraud, du hast das saugutes Gras gebaut. Bloß, dass mein Mann nicht Edeltraud heißt. Merci dir. Machen wir es halt einmal offiziell, oder? Was machen wir offiziell? Achso! Zeit ist, war nicht ein Beutlin. Ja, so viel dazu. Dann ich hab's nie gewogen, die haben dann tricket und dann sage ich, natürlich habe ich einen geraucht davon. Ja, wenn ich jetzt sage, das habe ich genommen und weggeschmissen, das glaubt mir kein Mensch. Und ich hab's auch nicht weggeschmissen. Ich hab's aber auch nicht verkauft oder sonst irgendwas damit da. Ich hab's jemandem gegeben, von dem ich weiß, der kann was anfangen damit. Natürlich habe ich einen davon geraucht, einmal ein paar Mal angezogen, habe festgestellt, fühlt sich genauso an wie die anderen 5 Mal, wo ich es probiert habe. Gibt mir genau gar nichts, lass bleiben, geh weg, gib mir mein halbes Bier. Ja. Und darum interessiert mich das Anbauen, ob ich es noch mehr hinkriege. Und jetzt sehen wir das, was der Maxi schreibt. Jetzt gehen wir ins Bitchef! So sieht's aus. So, bin ich gespannt, wie viele Sympathiepunkte ich bei manchen jetzt wieder verloren habe. Da spreng ich, 15 Jahre her, das weiß ja alles noch. Was wir vor 2 Wochen gespielt haben, keine Ahnung. Ja, interessant, gell? Sehr interessant, ja. Ich habe mich damals extrem mit dem Thema auseinandergesetzt. Weiß ich nicht, so ist es irgendwie hängen geblieben. Da war ich noch jung, da war mein Gehirn nur aufnahmefähig, spreng. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Like-Button smashen, los, jetzt, wenn du das jetzt noch nicht da hast, dann gehört dir eigentlich schon der Nocker, die hast schon so kalt, dass du sagst, gibt's das. An jeden, der mich jetzt nicht mehr mag, weil er irgendwann einmal ein Grosso baut hat, was dann kann ich helfen. Triple F für die Moderatoren. Danke für die ganzen Donations heute. Da war auch wieder einiges los. Da ist schon wieder zu wie im Affenstall. Und was noch viel mehr losgegangen ist, wie viele neue Mitglieder hat es noch reingeschwappt eigentlich. Das waren schon wieder 10, glaube ich. Das ist der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Herr Lausbuhr, was ich auf alle Fälle nur mit Nachdruck betonen will, ich bin alles bloß nicht grün. Ich bin wirklich vieles, aber nicht grün.
Dadurch bin ich zwar automatisch gesichert rechtsextrem, das weiß ich, ist mir mittlerweile aber auch scheißegal. So, und jetzt packt euer Zeug. Vielen Dank fürs Zuschauen, danke für die neuen Mitgliedschaften, danke für die alten Mitgliedschaften, danke für die ganzen Donations, Grüße nach Österreich und in die Schweiz. Triple F für die Moderatoren und jetzt das Schleichzeug. Wir sagen uns am Mittwoch um 20 Uhr mit Uncharted 4, müssen wir Meta machen, damit wir nächste Woche fertig werden. Und jetzt schaut's das Landgewinns Kruzifix nochmal. So, wir haben natürlich wieder ein gutes Hashtag Strapse am Schluss und ein schönes Abschlussbattle. Ich habe mir Folgendes ausgedacht, warte. Warum per Mikrofon einen die Steps hören, wenn ich einer Angst riechen kann?